Ja, Timmy Boy, heute warst du ein wenig zu früh. Nein, nein, so nicht! Erstmal warten, bis ich mich selber her. Erstmal vor lauteres Hudeln habe ich meinen Tee verkackt! Fix! Mein Schudeln! Vor lauteres Hudeln habe ich meinen Tee! Schrei mir das an, du behinderter Fettsack aus dem Internet! So schaut's aus. Timmy Boy, grüß dich daheim, merci dir. Ich warte spät, ich sag's was ist. Rest! H! B! So, so. Die Hälfte wieder vergessen. Grüezi, fix immer der Teebeidel gerissen. Na. Siax eus Clans Weihnachtsgeschenk. Schöne Grias aus Ed. Ich nehme das Geschenk nicht an. Maxi, merci dir, Schluss damit. Nee, heute nicht. Heute ist der letzte Stream. Heute haben wir ganz gemütlich. Ja, ich bin sogar in meinem natürlichen Habitat da. Ah, hier mit Bademantel, Alter. Jetzt gleich, du weißt, wo hinten und vorne ist. Stefan, merci für 84 Monate. Der war immer wieder ein gescheiter Stream. 84 Monate oder 7 Jahre. Oder 2,555, also 2555 Tage. Frohe Weihnachten. Stefan, das wünsche ich dir auch. Das ist wirklich, also, ja, was soll ich da sagen, Alter? Was soll ich da dazu sagen? Pro-Zuschauer, wir sind immer 50 Monate. Servus beieinander, servus zurück. Jetzt grüßen wir erst einmal in den Haufen. Heute ganz gemütlicher. So, ich muss irgendwie schauen, ob ich den Tee trotzdem irgendwie, da haben aber Brickerl drin. So, das liegt. Als erstes das Teebeidel schnell gerissen und habe den Teebeidel einfach reingeworfen und jetzt... Hottentotten bis die Totten hotten. Franz! Merci! Kuss auf die Nuss. Grüezi fix. Schluss jetzt. Ohne Schmarrn. Nein, mir scheißt man heute nicht mit Geld zu. Blood Tiger, merci für 48 Monate. Von hinten, merci für den Euro. Nix Donoton. Nein, nicht heute. Warum, man? Sitzen wir uns halt einfach einmal her, schmatzen wir über alles, was uns einfällt. Heute wird nicht gespielt. Heute haben wir ganz gechillt. Ja, lauscht's einmal, pass auf. Lauscht's dem Hintergrundsound. Es gibt nichts Schönes wie ein Feier des bringt. Raute E-Taste. Voll Idiot. Ja, Maika, merci dir. Leute, bitte, ich hab der Spegenmeister. Ist der Null ausgerutscht oder was diesmal? Grüezi fix nochmal. Mir eingegrüßt, nicht saufen! Ja, hab ich nicht, komm mir nicht dazu, was ist denn? Was soll denn das schon? Ich mag nicht ausrasten, nein! Ich will nicht! Foxler, merci dir! Kruzifix, Spiegmeister, merci, Maika, merci dir. Kruzifix, Cyberfox, merci. Jetzt weiß ich wie lange, 43 Monate. Sie bedanken sich bei niemandem. Dankeschön. Feierstart, merci für 20 Monate. Aber die Ehre ist schon mal früh Weihnachten und einen guten Rutsch an alle. Das machen wir zum Schluss in 2 Stunden. Wobei mir am Anfang dieses Streams immer frage, wie zum Teufel kriegen wir mir da jetzt mit 2 Stunden voll? Und die wollte sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, #Bademantel-Squad. Nochmal langsam. Wer ist denn überhaupt dran? Also, wie wir heute in NX gelernt haben, vom Hudler gibt Würstekind und Teebeidel. Schade, das stimmt. Wobei NX wirklich ein einziges Würstelkind ist. Leute, Dankeschön. Ist ja gut. Jetzt chillt's, ohne Scheiß. Das ist der Arschloch. Es ist so dumm. Was ist das für ein Bettel? Was? Come on, bro! Da, Weihnachtsgeld! Come on, bro! wo ist das hier? Keine Ahnung, Zampal, merci dir, Staudi, merci dir. Batman Casual, wichtig, merci dir. Breitis, merci für 46 Monate. Aber Tritschini Weihnachten noch nicht sauer. Maxi, merci für 21 Monate. Dann sage ich das so nochmal. Danke für ein wundervolles Jahr 25 und danke für die unzähligen Male, wo du uns alle Lächeln aufs Gesicht zauberst. No. Boah, nicht, was ich sagen soll, merci dir. Da in Ulfahrer Beni! Stream ist, ja. Sosch einfach im Voraus herzlichen Glückwunsch zu 10 Joa OG, du binne da hoam. Moment. Da bin ich daheim, ist da wird 10 Jahre. Ja, du weißt es aber, es ist nicht. Wir finden das jetzt auch so, wie alt das ist. Ich glaube nicht, dass 10 Jahre... War das nicht Weihnachten 2014? Ich glaube schon. Aber bei 11 Jahren. Kruzifix, Alter. Kruzifix, Alter. Ich mag es nicht sagen. Mag ich einfach nicht mehr wissen. Ich kann mir schon nicht mehr glauben, wie die Zeit vergeht.
Und ihr seid alle nicht ganz sauber, bis da seid. Das ist alles, was ich dazu sage. Ich reg mich jetzt auch heute, nein, heute regen wir uns nicht auf. Wir haben in der Vorweihnachtszeit. Ist das Feier zu laut? Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. 2015 ist der Upload drin. Fuck. Warte mal, das war irgendein... Warte mal. Weihnachten. Das war irgendein... Da! Rauer Saufer Kegelscheim. Schöne Weihnachten euch. 24.12.15 tatsächlich. Das sollten wir uns anschauen. Das sollten wir uns anschauen, wie dermaßen schlecht das war. Da hat mich kein Mensch kennt. Das schauen wir uns nachher an. Du Chef. Schauen wir uns nachher an. Und Da war ich noch jung. Da war ich noch jung. 140 Euro bei der Schöner Hinweis. Wer ist denn Droh? Ich kenne mich nicht aus. Für ganze Jahr köstliche Unterhaltung. Ah. Prost, Made. Hab halt 140 Euro bei der Mopedversicherung gespart. Wo? Bei Check 24! ich hab nicht wechseln können. Also ich hab schon wechseln können, aber das war teurer gewesen, wenn ich einfach drin bleibe. Weil das ist auch um 30 Euro billiger geworden. Nochmal, Freunde der Sonne, ohne Scheiß, das ist immer eine Genugtuung, die wird nicht langweilig. Ich sag's, wie es ist. Wenn Leute sowas schreiben wie, oh, merci für das und merci für das und so weiter, zum 1000. Mal, und ich werde wahrscheinlich am Schluss des Streams sowieso wieder einen 10-minütigen Monolog halten und Dankeschön und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Aber das, was sie da betreibt, ist absolut geistesgestörte Scheiße. Das ist absolut gestört. Niemand braucht sich bei mir bedanken für irgendwas. Das ist völlig lächerlich und das steht in keinem Verhältnis und das, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Speckmeister, merci für den Zwickel. Grüße aus Niederösterreich an Niederbayern. So ist recht. Mr. Bugi, merci für 30 Monate. Lucky, merci für Zwickel 50. Cinnamon, merci für 26 Monate. Olfahrer, merci für den 10er. Philipp der Flogger, merci für 21 Monate. Knillwusel, merci für 30. Stummel, merci für den 10er. Balschmann, merci dir und der Bichler, merci für 56 Monate. Kruzifix nochmal. Wie wär's, wenn du zur Feier des Tages uns was donatest? Wohin denn? Was ist denn das wieder? Herr Domokowski, bei 1 Euro wird nichts vorgelesen, das ist ja gut so. Aber ich lese vor. Hassen Sie es nicht, wenn Ihre Katze Sie so aufweckt? Miau, 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 miau. Was der Brocken hat einmal herausgefunden, wie man am meisten Lärm im Zimmer machen kann. Indem, dass man die Fußabstreifer vor die Balkontüren angelangt. Nämlich am Eck, und dann hebt man die maximal so in die Höhe, und wenn es maximal nicht mehr weiter geht, dann lässt das aus und dann schnalzen die so richtig schön am Boden. Das ist der beste Ton um 3 und 4 in der Früh, sowas. Zauberhaft wunderschön ist der Ton. Ich liebe ihn. Herr Slipstein, merci für 60 Monate. Frohe Weihnachten miteinander und genießt den Urlaub, wenn ihr dann habt. Ich hoffe sehr, dass jeder einen hat. Jeder. MK2 Ian, merci für den euren Habertritt. Erstmal eine schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr an die und die Community. Ich bin immer im Link, ob ich mir KSC 2 für die PS5 hole, aber es sind 80 Euro. Was sagst du dazu? Also wenn da 80 Euro wäre, dann da die warten auf einen Sale. 80 Euro kommt mir ein bisschen sehr viel vor. Da muss ja irgendwann einmal einen Sale geben auf der Playstation. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist KSC 2... in der du mich sehr gut abgelenkt hast. Vega dir warat I fast durch Gefeun lachender Smiley mit lachenden Augen. Was sollst du sagen? Bordelmann, merci dir. Und GZ zum Meister. Du brauchst kein Team aus dafür! Ah, sag's ihm! Ja, vielleicht ein bisschen. Der Moritz Mara schreibt, er arbeitet alle 3 Weihnachtstage. Hoffentlich kriegst du einen 5-fachen Zuschlag. Kein Mensch auf dem Planeten soll an Weihnachten arbeiten müssen. Kein Mensch! Es war einmal ganz geil, wenn ihr euch da, weiß ich nicht, daheim vielleicht auch einmal einen Christbaum nicht anzündet, damit die Feuerwehr einmal eine Ruhe haben. Auch 3 Tage lang. Kruzifix. Die haben wahrscheinlich sowieso wieder Halligalli Drecksau-Party eine Woche später. Kruzifixner. Kruzifixner. Hoffentlich springen sie. Wie wird's geheißen? Der Abdul Mahatma Habibi, der wieder seine No-Go-Area in die Luft springt. Das wird sicher wieder gut. Mr. MK! Ich mein KCD 2 Idee. Das hab ich mir schon gedacht. KSC 2 kann auch FIFA sein. Ja, was soll ich sagen? Also ganz ehrlich, für mich ist das Game of the Year 80 Euro ist wert. Aber für das, dass es schon fast ein Jahr ist, ich darf auf einen Sale warten. Das geht billiger. Also 80, es ist ja die Schweinerei auf der Konsole, werden da Spiele regelmäßig billiger. So jetzt zum Beispiel nach Weihnachten oder so. In der Pflege bist du auch zu Weihnachten im Dienst. Das, ja, da ist mir jetzt nichts Passendes eingefallen dazu, dass ich irgendwas zu den Pflegeleuten sage. Weil die müssen kommen, was will. Und das ist halt einfach eine absolute Frechheit, was euch gezahlt wird. Ja. Ich weiß nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber alle beschweren sich drüber. Und wenn die Zahlen stimmen, was da so zum Teil gezahlt wird, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wer das macht,
mit dem stimmt ja sowieso was nicht. 10 Neues! Gehen wir, stimmt, 10 Neues. Ja, 10 Neues. Ja, machen wir halt Alert Sounds aus. Das ist einmal das Erste. Zur Not ziehen wir es auch ein bisschen kleiner. Jetzt ist Herr Luxor, mehr als für 16 Monate. Der Herr Birger, danke für die beste Unterhaltung. Immer. Grüß, fettes Danke. Artbook ist angekommen. Unfassbar gut gemacht. Grüß aus Österreich. Sehr schön. Sehr schön, dass die sagen. Ja, auch wenn es ein wenig halt dauert. Aber meine Güte, nein. Ein gutes Ding braucht Weile. Aufgabe für Übermenschen. Franziska-Tasse im Merch-Shop stehen. Aber wieso? Einfach einen Stecker ziehen und heimgehen. Easy. Wenn ich das im Büro machen kann, geht das im Pflege auch ganz einfach. Killing Floor 3 spielt ich immer. Killing Floor. Capricorn, weil so viele Leute Weihnachten unterwegs sind, sagen viele, dass man da einfach ab mittags den Betrieb einstellen sollte. Da tun wir mir auch. Also wir und Weihnachten haben wir schon über Mittag zugesperrt. Und scheißegal, bei welcher Firma das ich war. Also ganz ehrlich, und eigentlich ist da immer ganz zu. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, an Weihnachten selber arbeiten, vor allem in Geschäften, leg mir am Arsch, Alter. Leg mir am Arsch mit den Leuten, die an Weihnachten in ein Geschäft gehen und was kaufen. Kannst du mit dem Hammer da schlagen. Geht einer, sobald die elektrische Tür aufgeht, sollte der Hammer entgegenfliegen. Wenn du dumm fragst, warum, der zweite gleich noch, ja, der ist doppelt so groß. Möde arbeitet immer an die Feiertage in der Notaufnahme. Ja, das als Sunny oder als Doktor oder als was weiß ich, alles, was man da alles arbeiten kann in der Bereitschaft, da muss ich gar nicht wissen, was da über Silvester vor allem auch los ist. Ich bin auch dafür, dass an Weihnachten alle frei haben und dann eben irgendwo schön essen gehen können oder so. An Weihnachten. Ja. Weihnachtsessen im Restaurant, der Laden, wo ich gearbeitet hatte, war immer voll, jedes Jahr. An Weihnachten, haben wir an Weihnachten jemals essen gegangen? Ich gehe auch gerne essen, ja, das ist mein Fortgehen, das ist das Fortgehen des Erwachsenen. Kannst du genauso zusaufen und der Musi links und rechts ist nicht ungefähr so laut! Das ist schon deutlich angenehmer, aber an Weihnachten war ich den noch nicht beim Essen. Weihnachten hat für mich auch keine so eine starke Bedeutung mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Du Chef, woher hast du deine Flauschijacken her, was du gerade anhast? Gefällt mir irgendwie. Ja, Patzi. Flauschijacken. Was das ist? Das ist ein verfickter Bademantel, Leute. Du wirst aber wissen, wo man einen Bademantel kaufen kann. Das ist der Padawan-Umhang! Auch, ja, warte, ich muss Nikolausmütze, muss ich ein bisschen weiter aus. Sonst schaut es da gar nicht so weihnachtlich aus, wie es ausschauen soll. So, was lernen wir jetzt? 2 Stunden? Als selbstständiger Schichtarbeiter muss man auch mal an Weihnachten arbeiten. Ja, da kannst du dir dann auch das 5-fache an Schichtgehalt auszahlen, hab ich gehört. Wenn du als Selbstständiger an Weihnachten arbeitest. Ja. Was ganz krass ist, an Weihnachten Geisterschicht. Du kriegst 8-fache, hab ich gehört. Exi schreibt, gibt's einen im Merch-Shop? Du wirst lachen. Bevor ich einen Stream eingeschaltet habe, hab ich mir schon gedacht, den habe ich noch nie angeguckt. Ich hab das Ding im Winter den ganzen Tag an. Das Ding stinkt auch ungefähr wie 14 abgestorbene Fucking, die seit 8 Monaten irgendwo da im Eck liegen. Ist mir aber halt scheißegal. Das Ding ist warm. Wenn ich in der Stunde dort mal zum Rauhaus gehe, dann hast du jetzt halt einfach mal 0 Grad und dann stehe ich lieber mit dem Bademantel umeinander. Wahrscheinlich wird sich die komplette Nachbarschaft denken, oh, schau da nur den gestörten Vollidioten, steht er wieder mit dem Bademantel am Balkon um. und dann habe ich oft nur ein Headset auf und rede mit Leuten, die man halt von außen nicht sieht. Und meinen wahrscheinlich, ja, steht er wieder draußen, der gestörte Vollidiot mit seinem scheiß Bademantel und führt Selbstgespräche. Mit wem redet denn der? Ist der nicht ganz dicht? Aber dann habe ich überlegt so, warum gibt es bei Spreadshirt keine verfickten Bademäntel? Schwarz, dunkelgrau, Vollbier-Squad-Logo hinten drauf oder da so klar gestickt. Ja, Kruzifix. Bist du deppert? Ja, wissen wir gleich, was wir nächstes Jahr im Merch machen. Müssen wir Bademäntel machen. Hilft nicht. Bademäntel, passend, parallel zum der Vollbadesquad. Biergermantel, kauf ich! Bierglebaus. Ja, was gibt's da an einem Bademantel aus? Der ist bequem, der ist flauschig, der ist warm. Selber riecht man nicht. Du möchtest mehr im Leben drin. Schau dir den ab an einen Stream, beziehungsweise kennen die der Internet da sein? Die meisten ja. Also, die meisten kennen es, aber anschauen tut's keiner. Anschauen tut's keiner. Nimm mehr Geld, ich bestelle gleich vor. Das ist meine ernst. Steffi, wir brauchen eine Notiz. Ist die Steffi anwesend? Was frage ich das eigentlich? Steffi ist immer anwesend.
Nicht so wie der Sprengi, der vor mir dann nicht mehr da ist. Hm? Ein Fußmatten war da fresh, das stimmt. Stimmt, da hat es einige Sachen gibt, das müssen wir halt selber machen. Also die müssen halt ich selber machen lassen und dann so euch verkaufen. Was anderes ist ja nicht, wie wir es mit den Caps gemacht haben. Ja, verschicke ich selber und so weiter und so fort. Kann man, weiß ich nicht, können wir mal drüber nachdenken, was weißt du nicht. Aber das mit dem Bademantel, das ist, weißt da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, nicht genauso wie beim KP. Ohne, Achtung, Beweisstück A. Hier. Beweisstück A. Dieses Video ist 10 Jahre alt. Auf den Tag genau. Wo ist denn das? Überhaupt. Das ist mach mal einen kleinen Rückblick. Heute vor 10 Jahren habe ich das erste Mal meine alten Lieder rausgeschissen. Das erste Mal so. Das haben 5 Leute gesehen. 5, wenn überhaupt. Das war am 24.12.2015. So auf das. Und jetzt werden wir ein bisschen nostalgisch, vor allem ich, weil das habe ich halt einfach seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Jetzt schauen wir uns das mal an, was er labert. Der U30-Bierger. Alter, da bin ich noch nicht mal 30. Das ist schon wieder Weihnachten, Mann. Das habe ich mir damals schon gedacht. Die Kameraqualität ist wirklich... Wow! The fuck is... What? Brühen, da habe ich noch nicht einmal Brühen gehabt. Da habe ich noch nicht gewusst. Dass ich blind bin. Ich werde nie vergessen, wie... Geh zum Optiker ein, das erste Mal so mit, ich würde mal gerne einen Sehtest machen und so, weil ich irgendwie glaube, ich habe aber viel Kopfweh und so und ich glaube, ich sehe nicht gescheit. Dann bin ich da reingegangen, das so geschaut, Sehtest, wie mit dem dann fertig war, hast du mich gefragt, sollten Sie da herkommen? Im Auto. Was? So viel dazu. Jetzt hier an Weihnachten irgendwas. Ja, das. Was labern die denn? Es gibt jetzt mehr an Weihnachten was. Wo? Weil ich 2 Jahre vorher, wie hat's geheißen, Bavarian Sepp 1 gemacht habe am Weihnachten. Es gibt jetzt ja zu Weihnachten was. Du Vollidiot. Und zwar habe ich ein Album zusammengebaut. Rauchers auf der Kegelscheiben. Motherfucker. Ja, kurz und knapp zusammengefasst, um ein kleines Schlussstrich zum Ziehen. Ich habe euch eine RAR-Datei, eine ZIP-Datei zusammengebaut. Da sind 20 Nummern drin. Szene, die relativ für ernsthaft heute. 5, die man wahrscheinlich noch nicht kennt und alte Lieder, aus denen mal dann die jetzigen geworden sind und wie die mal hätten. Was, die Lieder waren damals schon remaked? Der Kringel ist stark, was für Kringel? Wären so in und so. Der da an der 5 Seite alten da. Headset-Nummern, über die wir nicht mehr reden wollen. Das aber passiert, wenn ich Ewigkeiten lang das da an der Seite nicht schnell, weil ich zu faul bin. Oh, das ist pures Gold. Ne? Chef wird ganz rot. Das ist zum Fremdschämen, schau doch mal das an. Ne? Und ich wundere mich vor 10 Jahren so, wieso schaut denn das eigentlich keiner an? Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. einfach mal mit dabei sein. Und ich habe hier ein ganz Book jetzt zusammengebaut, da sind Battle drin, da sind alle Texte drin, da ist sämtlicher Scheiß drin. Und Vor allem Hauptsache scheiß Zigaretten raucht auf. Das ist das Allerwichtigste. Schau mal, was wir in diesem Wohnzimmer geraucht haben. Alter. Das ist teilweise, wenn wir da wir haben viele Feste gefeiert in diesem Wohnzimmer. Ich schwöre dir bei Gott, du hast 2 Meter weit gesehen und war Schluss. alles zusammengebaut, die ganzen restlichen Sachen, die es nicht gibt oder noch nie auf YouTube gegeben hat, sind jetzt drauf. Leider haben die Ewigkeiten auf meiner Festplatten umeinander gewuselt und ich habe es irgendwie nie geschafft, dass ich da Videos dazu mache. Jetzt sind sie einfach so drin. Vielleicht kommen noch mal irgendwann noch Videos. Wer weiß. So, und kurz und knapp. Merci für einen Support, was die musikalische, kann man so nennen? Ich weiß nicht. Ist egal. Was das betrifft, hätte es die ersten Leute nicht gegeben, die damals wirklich beschissenen Sachen schon gut gefunden hätten, hätte ich nicht weitergemacht. Ich hätte kein Bett. Was ist denn eigentlich mit dem Licht? Ich bin halt 20 cm vor dem Monitor und den habe ich wahrscheinlich mit weißem Hintergrund voll gemacht, damit ich überhaupt irgendein Licht habe. Mit was für einer Kackkamera ist das aufgenommen? Ich glaube mit meiner 100 Jahre alten Logitech irgendwas. Und ich glaube, also ich habe ja damals noch kein so ein Mikrofon gehabt. Das ist halt nur das Nächste. Ich habe es mit dem Headset aufgenommen einfach.
nicht gefragt. Ich hab kein Büchs nicht gefragt, ob's Bock hat. Ich hab die ganzen neuen gut, Leute nicht Büchsen. kennengelernt, weil wir nicht in Österreich gewinnen live. Stimmt, wir waren mal live in Österreich. Im Schlachthof. Ah, das war gut. Ja, das ist schon. Ich versuche mich gerade da hineinzuversetzen, vor 10 Jahren, wo ich das da aufgenommen habe, und ich meine, das ist gut so. Das lassen wir so. Das machen wir so. Das machst du jetzt einfach, was wurscht ist. Wahrscheinlich war es mir einfach wurscht so. Das war mir einfach wurscht, glaube ich. Ja, besser kann ich es halt nicht, was soll ich machen? Hab keine Kamera, hab kein Dings, hab kein Geld für eine Kamera, hab kein Mikrofon, fick dich doch dann. Was, Schlachthof in Wös? Ja. Deine Stimme hat sich brutal geändert, das liegt das am Mikro? Ein bisschen beides wahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass meine Stimme ist definitiv rauchiger und tiefer geworden. Ich kann nicht mehr so quietschig, das habe ich auch beim Musikmachen gemerkt. Ich habe ein paar Lieder, die noch ein bisschen vor denen da sind und so, da habe ich eine richtig krass helle Stimme. Richtig krass. Das kann ich halt nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich habe mir einfach meine Stimmbandel kaputt geraucht. Ja. Folgedessen, ihr findet die Links alle da, nein, verkehrt, da. Diese verfickte, spiegelverkehrte Scheiße, ich kann kotzen, Alter. Auf YouTube, auf Soundcloud, ihr könnt auf Soundcloud die Lieder alle einzeln runterladen. Es gibt eine komplett neue Nummer, die noch gar keiner kennt, das ist Ja Genau. Und die alten Und ich meine, es sind lauter neue Lieder. Vor 5 Jahren. Sachen, die eigentlich für euch wahrscheinlich neu ausschauen, aber für mich alt sind, weil sie schon seit Ewigkeiten irgendwo umeinander liegen und so super toll finde ich es eigentlich schon gar nicht mehr. Scheißegal, wir haben Platz für Neues geschaffen. If you know what I mean. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich euch frohe Weihnachten, merci und haut's euch rein. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche es ringt dem jeden der PlayStation 4 und der Xbox vom Himmel und 100.000 Spiele und... Vor 10 Jahren war ich genauso behindert. Und Weihnachten gibt für mich die schönsten Momente an Weihnachten haben einfach in meiner Kindheit. Ich freue mich auf PlayStation 1, ich freue mich auf PlayStation 2, ich freue mich auf Nintendo 64 und wenn er dann endlich da ist, 2 Wochen, hier gibt's was Geiles. 2 Wochen, da haben wir noch von der PS4 geredet, da war die noch neu. PS4, was? Lasst euch sauber am Arsch legen. Jawohl, hab ich dir Da. Wie ich da jetzt überhaupt drauf gekommen bin. Ich glaube, da habe ich gerade angefangen, dass ich mir Tor wachsen lasse. Und die 20 Jahre vorher kennt mich niemand ohne Kopfbedeckung. Niemand. Deswegen habe ich kein Problem damit, wenn ich zum Beispiel mit Bavarian Caps, die ich da damals gemacht habe, und euch Kappin verkaufe. Weil ich Kappin einfach geil finde. Immer noch. Aber ich habe keine mehr, weil mit den langen Haaren sind einfach scheiße. Aber ich finde Kappin immer noch geil. Und auf was wollte ich da jetzt eigentlich hinaus? Stimmt, Bademantel. Ja? Habe ich auch kein schlechtes Gewissen nicht, wenn ich euch einen Bademantel verkaufe. Hier, schön draufgestickt, irgendwie Vollbier oder so, schön schwarz, ultra flauschig. Bademantel muss 10 Bierger haben, hätte ich kein schlechtes Gewissen. So wie es ist, weil ich den ganzen Winter habe ich renne im Bademantel benannt. Beste Leben, Alter. So, das wollte ich eigentlich losgehen. Aber du hast doch auch ein Haustier, also verkauf uns Fußmatten! Ja, das stimmt. Okay, das stimmt. Generell ist es richtig. Wann gibt es denn wieder Caps? Caps wird es gar nicht mehr geben. Ich mache immer einen Dutt und ziehe den hinten durchs Kappal. Das schaut sau geil aus, wie ich finde. Das ist richtig, aber da ich unfassbar glatte Haare habe, ja, ist mein Duttal da hinten, der good old man bun. Jetzt kommen Sie daher! Ich kann den anderen nicht mehr lesen! Justizveranstaltungsbeauftragte, vielen Dank, es ist 2. Entschuldigung, bin später, muss ich Nachschausquote, bitte verzeihen Sie, Hashtag Weihnachtskind. Ich bleibe da jetzt! Hast nichts versandt die ersten 20 Minuten, tu dich mal nicht herunter. Tu dich nicht herunter, ja, das ist das Allerwichtigste. Justizsquad, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Nicht wieder eskalieren, Dankeschön. Der Chinai, servus und ein schöner Gruß aus Traustor von der Julie, der Chinai und dem Fischer. Frohe Weihnachten und auf einen sauguten Blättschmerz. Ja, Chinai, wir arbeiten dran. Mehr als für 42 Monate, sag ich. Der Hirschi kommt mit 82 Monaten ums Eck. Ich brauche 2 neue Fußmatten. Grüezi, Fixer, da müssen wir jetzt wirklich scheiß Fußmatten machen. Das ist ja ernst. Ich kann nicht... Das war klar, dass der Mo einer rein. Ihr sollt aufhören, mit dem Geld umeinander zu schmeißen, grüezi fix. Wie ihr schmeißt da herin mit den 50 umeinander und ihr habt euch nicht einen Pulli oder irgendwas gekauft. Ich derwirf euch alle. Fix.
Justiz hier, ich weg. Merci dir. Mal wieder live, frohe Weihnachten, nimm's und schenk dir selber was. Dankeschön. Moi. Wobei, ich hab mir ja schon was geschenkt, aber das ist... Hoppala, nein, das wollte man nicht. Moment, mal zu. Ich hab mir ja eine neue Maus geschenkt. Die war nicht ganz billig. Und ich bin gespannt, ob es länger heute mit 2 Jahren, wir werden sehen. Handkerchief, Bademantel wo? Das Problem ist ein bisschen, bis ich den Bademantel fertig gemacht habe oder machen habe lassen, bis der passt und ist und da ist und dann versandbereit ist und shoppen und was weiß ich, was alles für ein Scheiß, brauche ich mindestens einen Monat oder 2. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Erstmal immer proben und selber mal ein paar hochziehen, was der Beste ist und so. Ich möchte euch auch keinen Schund verkaufen. Ja, das ist einmal das Wichtigste. Das wird nicht passieren. Und du, wenn die Community nach Fußmatten und Bademäntel schreit, was für eine Maus? Ein Razer Naga V2 Pro Wireless. So, jetzt probieren wir mal das Tegel. Ja, da habe ich einen Haufen Bresel drin, aber es ist wurscht. Ich weiß, ich werde jetzt gleich wieder zusammengeschissen. Aber wir kannst eine Razer Maus kaufen. Ich weiß selber. Es ist die erste seit über 13 Jahren. Ich gebe ihnen mal wieder eine Chance. Sie sind die einzigen mit dem Tastenlayout an der Seite, wo 6 Tasten an der Seite sind. Und ich mag das. Ja, ich kann PoE mit einer Hand spielen. Weißt du, bis das Ding dann da ist, ist wieder Winter, lull. Deswegen sag ich, vielleicht dann machen wir das für nächstes Jahr im Winter. Sobald ich anfange, Bademantel zum Ziehen, gibt es einen Bademantel. Aber mit der Fußmatten, das müssen wir uns halt mal überlegen. Leider jetzt hört nicht auf mit der Geldschmeißerei. Vielen, vielen Dank. Sodale, voriges Jahr bei der Weihnachtsfeier bin ich Papa geworden. Morgen wird der Pampers Bomber 1. Mauli, danke dir für alles und ein schönes Weihnachtsfest. Herr Friederlin, es ist so krass, dass wir mittlerweile so lange da sind, dass das Männer werden Babs, Mädels werden Mamas. Manch einer ist schon wahrscheinlich so lange dabei, dass seine Kinder 7, 8 Jahre alt sind, selber zuschauen. Das ist absolut utopisch. Das ist absolut utopisch. Das, wenn mir vor 10 Jahren irgendjemand gesagt hätte, das ist utopisch, oder? Alles Gute in dem kleinen Stressstumpen! Kartoffel hat's geheißen! Winky, merci für 6,66 €, merci für eine geile Season. Für seichten Blödsinn käse die 2 einfach rausholen aus dem Alltag. Und fürs Gerissen am Geburtstag im Sommer. Aber geil 2026. Herr Winky, ist kein Stress, dankeschön. Ich so, welchen Tee trinkst, Birger so? Ich trinke einen Tequila. Ja, es ist eine Früchtemischung. Normalerweise trinke ich, es gibt, es ist jetzt unweigerlich natürlich Werbung, ich weiß das tut mir irgendwo leid, wir wissen da eigentlich mein E-Mail-Programm auf Kruzifix, macht die Scheiße zu. Was soll ich jetzt sagen? Es gibt vom Messmann, ich bestelle das bei Amazon, gibt so irgendwas mit Zwerge. Das ist so eine Waldmeister-Irgendwas-Mischung. Schmeckt aber überhaupt nicht nach Waldmeister. Er riecht bloß noch, wenn es ein Teebeil raus ist. Das schmeckt überhaupt nicht, aber der ist anders geil. Saufe, glaube ich, am Tag 5 Tassen davon. Ich hab einen Teebeil verbraucht, dass du sagst, gibt's das? Justizveranstaltungsbeauftragte im März für 47 Monate. Hör ich da Bademantel? Ich bin dabei. Best Uniform ever. Endlich jemand mit Verstand! Endlich normale Leute! Sehr schön. Justizveranstaltungsbeauftragte, so, das ist notiert. Wie viel Bademäntel braucht man da wieder? Bitte nicht wieder, was weiß ich. Weiß ich nicht. Kann ich nicht abschätzen. Umfragezeit. Ist das Umfragezeit? Schauen wir mal, ist das Umfrage? Ich mache mal Umfrage. Umfrage starten. Darfst du dir einen Bademantel mit Vollbier-Squad-Logo genehmigen? Fragezeichen. Ja, nein. Lassen wir mal laufen. Wie viel brauchen wir? Alle! Ich würde mal sagen, maximal 2 Farben. Ich finde aber auch das war dann wieder typisch dunkelblau und irgendwie pink oder so ein Scheiß. Ich glaube nicht, dass... Was ist denn... Nein, ihr kennt's nicht. Was davon träumt Apple, Steam, Microsoft, alle träumen davon. Netflix. Es ist so utopisch. Es ist keine Ahnung, das Winston mir vor 10 Jahren gesagt jetzt. Um das zusammenzufassen, was ich da jetzt damit sagen wollte gerade. Wir streiten uns auf Teufel komm raus um ein Netflix-Abo. Innerhalb der Familie.
Multi-Accounten geht nicht mehr, Kruzifix, ja, ich mag es aber nicht separat, sondern dann sitzt der Mo von der Justizveranstalterin daheim und die Justizveranstaltungsbeauftragte sitzt da daheim. Und beide haben eine Mitgliedschaft bei einem YouTuber im Internet. Die absolut freiwillig ist, er sitzt trotzdem da und das ist ja trotzdem, es ist so geil, Alter, ich kann... Das ist die narrischste Bestätigung, die man mir geben kann. Ich weiß nicht warum. Also natürlich weiß ich, aber wenn jemand freiwillig dazu bereit ist, weißt du was, ich finde, anscheinend ist das auch so, wenn es nicht so ist, dann lasse das mich wissen. Ich finde gut, was du machst, weißt du was, da hier Mitgliedschaft, die kostet 5 im Monat, ich bin nicht arm, du wirst nicht reich, außer ihr wart 100.000, dann da ich das genau noch 2 Monate und dann war ich fort. Sagen wir es, was es ist. Und das mache ich jetzt da. Obwohl ich quasi nicht einen Teufel davon habe, mein Name ist grün. Und in Discord ist er rot. Das ist narrisch, Alter. Merci für deine Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat. Schreibt Christen nicht im Chat. Weil 3/4 von euch kann Justizveranstaltungsbeauftragter bzw. der Mo von der Justizveranstaltungsbeauftragten nicht schreiben. Just don't. So, wie viele Stimmen haben wir? Wie schauen wir aus? Wieso kann ich jetzt wieder nicht mehr draufdrücken? Was ist denn jetzt wieder? Kackt jetzt mein Browser abkackt. Kannst du browsen gehen? Warum ist jetzt mein Browser abkackt? Jetzt lass mal meinen Browser in Ruhe! Ja, kannst du browsen gehen? So, hier, wo Browser in Ruhe! Schrei mich nicht an! Haben wir jetzt da. 255 Stimmen sagen mit 90% ja. Das heißt, wir brauchen über 200 Bademäntel. Ist das ein verschissener Ernst? Ach, Kimmel. Genau, bis ich dann 100 Euro auf den Bademantel draufschreibe. Dann ist das Getränk wieder riesig. Das stimmt auch nicht! Das war ich einfach wurscht! Ich weiß, wie sie... Ja, weißt du, kannst du... Ja, ist eh wurscht da! Ja, aber schon mehrere eingeworfen und nichts gekriegt dafür. Was? Kruzifix. Ja, hab schon gesehen. Brausen und dabei Nudelwolken. Ja, ist gut. Ja. Mantel-Squad, oder? Her damit, Geld wo? Nimmst Minimum 80 Euro. Ich kann nicht einschätzen, was ein individuell bestickter, bedruckter und vielleicht nicht ein 0815 Scheißhaus-Bademantel, was sowas im Einkauf kostet, was man da verlangen kann und so weiter. Das ist alles, ja, da musst du recherchieren, da musst du umeinander probieren, etc. Und vor allem, wenn's, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, für mich sind 200 Stück Bademäntel utopisch. Das ist, wer kauft 200 Bademäntel, da bist du behindert. Ja, aber ja, ich kenne meinen Sauhaufen, die sind alle behindert. Inklusive mir! Und das, was der Anklopfgerät schreibt, Masse macht es billiger, ist richtig, aber 200 Stück ist bei sowas halt keine Masse. 20.000 Stück, das war Masse. Aber da fallen halt generell ein paar Nullen hinten an sämtliche Zuschauerzahlen, was das eben ist. So, nein, jetzt ist ernster, bitte, hört bitte! Was ihr kennt, was? Ja, ich seid Justizveranstaltungsbeauftragte, keine Ahnung, ich muss das Geld vom Himmel runterbringen. Das ist... Jetzt auf mit 50 haben wir noch zu schmeißen hier. Gottverdammten Irren. Haben wir noch nichts? Haben wir eigentlich schon mal irgendwo... Haben wir heute schon mal irgendwas Produktives geredet? Ich sitze nur da und zähle Donations. Schluss jetzt, Kruzifix. Dankeschön, Herr Hockmann, ich merke wieder im Film, weil ich habe zeitweise auch 2 Mitgliedschaften gehabt, eine über Apple und eine über Google und ich bin allein. Das ist halt wirklich... Ja, der Timmy Boy ist auch so einer. Er hat ja nicht mittlerweile sogar 3. Also, ja, was soll ich sagen? Ne? Leute, Dankeschön. Übertreibt halt wenigstens an Weihnachten nicht so narrisch. So, die Justizveranstaltungsbeauftragten, die hören jetzt auf damit. Das nächste Mal, wenn ihr vorhabt, dann 50 einer zum Schmeißen, jetzt in ein Kuvert ein und schmeißt es in irgendeinem Tierheim in den Briefkasten. Und sagt's vom Bürger. Los. Das gilt auch für alle anderen. So. Dankeschön. Schluss jetzt. Animal, merci für 23 Monate, Staudi, merci für 37, Grantlerbord, merci für den Euro, Birger de Sus kann da gleich auf die Listen setzen. Der Julia, danke für dein Abo. Der Grantelhuber, merci für 11 Monate, jetzt ist er Ruhe, Kruzifix, von hinten merci für den Euro. Also Birger, ich finde deine Streams absolut kacke, deswegen supporte das ganze Jahr monatlich, Zwinki-Zwonki. Diese Ironie habe ich verstanden, diesmal her von hinten. Les halt auch die kleinen Donos. Ja, hab ich doch gerade! Ich hab mich doch gerade über den Justizveranstalter ausgehört. Ja, hab ich gerade. Ja. War ich wieder schnell, aber du. Stefan, merci wieder im 5. Ich tippe, du brauchst 500 Bademäntel. Mindestens. Nee.
Nein, 500 haben sie narrisch. Vor 3 Jahren, ja. Sag ich freiwillig, wie es ist, vor 3 Jahren hätten 500 nicht gelangt. Vor 3 Jahren hätte ich, und ich sage jetzt einfach so frech aus, vor 3 Jahren hätte ich euch verkaufen können, was ich wollen würde. Und natürlich denkt man da im Nachhinein drüber nach und denkt, das hätte man eigentlich, wann das jetzt? Herr Ebner. Muss ich retriggern, das war sofort weg. Erst einmal für den Wasti. Wasti und Justiz, Mo von der Justizveranstalterin. Welcome to the squad, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Vielen, vielen, vielen Dank. Herr Ebner, merci dir. Ab in den Chat hinein, Wasti, habe ich die Ehre, Justiz. Der Mo von der Justizveranstaltung, probiert es wenigstens. Ab in den Chat habe ich die Ehre. Herr Pötzi, merci für den Euro. Lies bitte mein Dono! Wo? Jetzt dann endlich auf, die Liste ist 4 Kilometer lang! Wo? Da, tatsächlich da! Es tut mir halt, weißt du, das macht halt jetzt wieder die Nanschen, als die kleinen Donations halt wirklich absichtlich nicht lesen. Das ist halt, oh, was soll ich machen, die Liste ist, da sitzt man nur da und ich lese Donations vor. Was ist denn das für Art und Weise? Herr Pötze, frohe Weihnachten, Birger, und danke für die Belustigung, bist du beste Streamer. Es ist zu viel! Ebner sagt, das ist auch zu viel! Was soll ich jetzt da sagen dazu? Zeit fürs Weihnachtsgeld. Schöne Grüße aus Österreich für den Mantel Squad. Machen wir mal einen Pümmelvergleich. Wer hat am meisten Weihnachtsgeld gekriegt? Ab in den Chat. Wie viel Weihnachtsgeld kriegt man in Österreich so? Bei uns ist es leider nicht einmal ein Monatsgehalt. 0. Da von hinten schreibt 3000. Was? 15 oder? Machen wir netto. Over 24k, 5 Geld. Nix dieses Jahr. 1 Weihnachtsgeld. Doppelter Lohn. 2,4. Das ist aber schon 2846 Euro netto. Das Handfall leckt mich am Sack, du. Und not bad. Der Opa 4800 netto. Der Poplar Bulldog 4500. Also ich netto 5200. 1800 auf Kralle 3000. Ich wollte gerade sagen, der Gantlerbord schreibt auch 85% BMW Euro. 7300 netto? Was arbeit's ihr? Der Icarus schreibt 24.856. I don't believe you. Ich fand der Stadi schreibt auch Sim 6. Nee, was Sim ist, was, also ich fange ab 4 Euro, 4 Euro, ja. Also ich persönlich fange ab 4 Euro zum Zweifeln an der Glaubwürdigkeit an. Insgesamt waren es 7200. 3200 netto. 1500 plus Provision, 4950, 3000 netto, 1000 Euro davor waren Steuer, 7800 netto total. Was arbeit's denn hier? So, jetzt hätte ich gerne jeden, der da über 4 schreibt, über 3 schreibt, über 3 netto schreibt. Ein Betrag, Bindestrich und was er arbeitet. Oder wo. BMW, Audi, was weiß ich was. Ob 7000 sind Staplerfahrer bei der BMW. Man kriegt 7000 Euro Weihnachtsgeld bei der BMW fürs Staplerfahren. Das kann ich nicht glauben, Alter. Alter, bei weitem mehr wie bei der BMW. Alter, geil, ich will da auch arbeiten. Ich bin scheiß Altenpfleger. Programmierer, 2400 Weihnachtsgeld. Das ist okay. 3700 Automechaniker. 3200 Bank, 2000 Euro. Der Mila Mausi schreibt 2100 Euro netto. Arbeitest du dann beim Netto oder hast du netto gekriegt? 3600 Deutsche Bahn, Triebwerksbau 4,5, 3K netto, normal Sparkasse in der IT, rund 3,5 Hardwareentwickler mit Provision so um die 3K Außendienst, Sim 6 Anlagenarbeiter, Pflege 2000 netto. Das Interessante ist einmal zum sehen, das sind Beträge, da schlackert ihr mit die Arbeitsstelle. Ich hab in meiner gesamten beruflichen Laufbahn noch nie nur ansatzweise an 4 aufwärts netto nur ohne geschmeckt. Ihr kriegt es als Weihnachtsgeld. Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Justizveranstaltungsbeauftragter, auf euch da ich schon die ganze Zeit warten. Habe ich euch da dazwischen irgendwo gesehen? Justiz, aber weniger als 3K netto.
Ich finde das schon geil, dass man das noch so rechtfertigend dazu schreiben. Ja, ich habe weniger als 3 Kanetten gekriegt, aber ist jetzt hier besoffen. Es hat bei uns Jahre gegeben, da hab ich gar kein Weihnachtsgeld gekriegt. Und wenn, dann war 1000er viel. Ja, grüezi. Gut. Es ist natürlich auch in den letzten Jahren alles sehr extrem verteilt worden, aber hat sich auch ein Lohn entsprechend angepasst. Meiner nicht. Sagen wir es jetzt einfach mal, wie es ist. Hey Birger, ein Top-Stream, der ist Server wo? Ja, Ansio. Was ist das für Top-Stream? Sind wir einfach nur da und ich lese das Weihnachtsgeld von meinen Zuschauern. Gut, fix nochmal. Im Internet kriegt jeder mehr. Ja, ob da jetzt nicht alles stimmt, das ist mir schon klar. Aber dass so viele Leute Sachen einer schreiben, die da jetzt künstlich die Zahl pimpen, das kann ich mir nicht vorstellen. Warum soll ich da nicht das tun? Weihnachtsgeld 0, aber netto auch 3, 4. Gut, man muss auch berücksichtigen, wo du wohnst. Ja, 3, 4 hier in Landau bist du der Krösus. Mit 3, 4 in Minge kriegst du nicht einmal eine 2-Zimmer-Wohnung, in der ich mich umdrehen kann, ohne dass ich mich anhau. In Österreich ist Weihnachtsgeld gesetzlich vorgeschrieben. Urlaubs- und Weihnachtsgeld 13. und 14. Also, das ist was, das habe ich nicht gewusst. Oh gut, woher? Ich habe in Österreich noch nie gearbeitet. So, jetzt wird dann der Mo von der Justizveranstalterin gleich lästig. Achtung. Sebastian, merci für 12 Euro. Der Birger wollte mal Danke sagen für das grandiose Unterhaltung. Jahr für Jahr, bleib wie es bist, Birger, bester Mann. Ich hoffe, ich bin ja noch, ja gut, wie wir gerade gesehen haben, ich bin nicht mehr so wie vor 10. Hört jetzt auf mit die 50er zum Schmeißen. Er hat sie nicht ganz dicht. Ich meine es wirklich ernst. Es ist eine Weihnachtsfeier. Tun Sie etwas Gutes. Nehmt den 50er, Ärzten in ein Kuvert und nicht über irgendeine Spendenseiten oder sonst irgendeine Behinderung. Jetzt in ein örtliches oder in der Umgebung Tierheim, steckt den 50er ins Kuvert, schmeißen ihn in einen Briefkasten. Schreibt dazu, von mir schreibst, muss ja nicht mein Name draufstehen, der Birger hat gesagt, ich soll, doch, schreib's drauf. Der Birger hat gesagt, ich soll das tun. Nimm ihn, kauf, Futter. Oder was weiß ich, was brauchen. Futter brauchen wir immer. Dankeschön. Mo von der Justizveranstaltung. Keine Sorge, wir spenden trotzdem regelmäßig an Tierheime und Tierauffangstationen und haben auch einen Knädel daheim. Danke für das geile Jahr. Ja, was soll ich denn da noch sagen dazu? Ich hoffe, ihr habt einen Shop gekauft, weil wenn ihr da bloß mit 50 Euro anschmeißt, dann habt ihr absolut gar nichts davon. Also was ist absolut gar nichts, das ist auch nicht so 100%ig richtig, aber du weißt schon, wie ich meine. Absolut narrisch. Birger, ich spende immer gern Klinik-Clowns, die sind sau wichtig. Oh, Herr oder Frau Vuvuzela, das weiß ich jetzt nicht. Ist auch vollkommen wurscht. Ich seh, so internetgestört sind wir schon. Ich sehe dieses Clowns-Emoji und nimm automatisch, oh, es ist ironisch. Und jeder da, das ist wie die Stadtbilddebatte, über die wir jetzt nicht reden, aber jeder weiß, was gemeint ist, ohne dass ich es länger erklären muss. Die sind sau wichtig. Die sind auch wichtig. Ja, sind sie. Da habe ich letztes Mal, das glaube ich war erst gestern, nicht letztes Mal, gestern oder vorgestern, habe ich irgendwo ab und zu, ja, mit Short scrollen, ja, hier, na, so, oder auf 9gag umeinander scrollen. Und da war der Bub im Krankenhaus und er ist ultra Spider-Man-Fan und dann ist das gefilmt worden und dann kommt halt der Spider-Man auf die Krankenstation durchs Fenster rein. Diese Augen in dem kleinen Hosenscheißer, das werde ich nie mehr vergessen. Natürlich ist jetzt kein Klinik-Clown, aber sowas Ähnliches. Das ist unbezahlbar. Wie lebt ihr mit unter 3000 bei den Preisen? Ich sag bei uns im Land, ja, wenn's da. Ich habe immer in dem Luxus gelebt, ein eigenes Haus zum haben. Ja, das abzahlt ist bereits. Danke, Opa. Das hat sehr viel geholfen. Und dann komme ich mit meinem Lebensstil, da haben wir im Podcast oft einmal, habe ich das so erwähnt, ich bin sehr sparsam. Ja, also ich brauche kein Geld. Das meiste Geld, so im Schnitt, das ich ausgebe, ist natürlich fürs Essen. Und da kaufe ich mir nicht die hochwertigsten Sachen auf der ganzen Welt. Ja. Und wenn ich ein Geld ausgebe, dann ist das Einzige, ich gebe Geld für das hier aus. Ja, das habe ich vorher schon gemacht, das mache ich jetzt natürlich ein bisschen mehr, wie das sonst über der Fall war. Ich darf mir niemals einen 4.000, 5.000 Euro Rechner herstellen, wenn das nicht da war. Das macht auch gar keinen Sinn nicht. Aber ansonsten brauche ich kein Geld nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf Markenklamotten. Ich kaufe mir auch ein paar Schuhe. Muss ich dazu sagen, die sind Air Max. Die haben 150 Euro gekostet. Das ist absolut geistesgestört, das Scheiße, aber die habe ich halt schon fast 10 Jahre lang. Und die schauen immer nur aus wie neu. Da fällt nichts runter, da ist das Luftkissen nicht kaputt, da geht Spitzen vorne nicht runter oder sonst irgendwas. Die brauchst du bloß ein wenig abschwärmen oder abputzen und nice.
Herr Bertmann, langsam machen Sie mir ein bisschen Angst. Unsere Parallelen haben ein bisschen zu narrisch. Ja, ein bisschen zu narrisch. Hier Club-Sandwich, Dr. Pepper, Casual Bert, Casual Birger, getarnt als Pro-Gamer. Und Air Max feiert auch noch. Ich weiß nicht, was da los ist. Brauchst eine Frau mit Pferd. Das weiß ich sehr gut vom Flash, dass das eine unfassbar dumme Idee ist. Der hat eine Frau mit Pferd und das bringt genau gar nichts, außer wenn ich jetzt meinen Geldbeutel rausziehen darf, nimm sämtliche Scheine und schmeiß da aus dem Fenster. Draußen steht das Pferd und frisst's. Ja. Und ich würde sagen, ich komme mit einem Tausender, wie gesagt, ich habe hier ein eigenes Haus. Ich muss keine Miete zahlen. Ich komme mit einem Tausender über den Monat locker aus und leg mir noch 500 Euro auf die Seiten. 600, wenn es pressiert. Leicht. Aber einmal alle 4 Jahre, 5 Jahre, ja, brauche ich halt einmal 2000 Euro oder jetzt so 3.000, 4.000 Euro, um die Hardware zu upgraden. Das ist das Einzige, wofür ich Geld ausgebe. Ich fahre mit einem gestungenen Fiat Stilo umeinander, der total der Kratz ist an der Seite. Interessiert mich ein Scheißdreck. Aber, was man nicht vergessen darf, ist, was ich die letzten 10 Jahre Geld in dieses Haus gebucht habe, ist utopisch. Ja? Das, wenn ich runterrechnet auf eine Miete, dann war ich wahrscheinlich mit in einer Wohnung wohnen besser dran. Aber 600 trotz Raucher, ja, leicht. Ich trage selber, kostet nichts. Also natürlich kostet, die werden auch immer teurer. Ja? Was brauche ich zum Rauchen im Monat? 50er. 50, 60 Euro. Pepper, Filter, Tabak. Ungefähr. Jetzt, wo ich gern ab und zu auf die Nacht des Öfteren mal lustige Zigaretten draus mache und dann rauche ich da halt nicht eine, sondern 5, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr, sagen wir maximal 70, 75 Euro im Monat fürs Rauchen. Jetzt nicht, weil das grüne Zeug was kostet, das habe ich mir selber angebaut, das ist mir gut, da können wir ja auch drüber reden, weil der ein Problem damit hat, der hat sowieso Kontrolle über sein Leben verloren. 5 Minuten später saugt er sich eine Flasche Wodka ins Maul. 50, 60 Euro. Aber wenn ich Filterzigaretten rauche, die Mom schenkt mir zum Nikolaus schenkt mir eine Schachtel Zigaretten. Das halten wir jetzt aber nicht in die Kamera, aber ich weiß, was ich bei YouTube da drauf reagiert. So, jetzt passen wir alle weg. Das sind 39 Zigaretten. 39 Zigaretten sind da drin, diese verfickte Schachtel kostet 15 Euro. Halten wir es da, weil es mir wurscht ist. Das Ding da. Ich meine, das ist eine richtig dicke Schachtel, da kriegst du keine Hosentaschen. Aber 40 Zigaretten. Die rauche ich auf 2 Tage weg. Vor allem Filterzigaretten, die haben so schnell fort, so schnell, dass du gar nicht schauen kannst. Das können wir mal ausrechnen. Jetzt passen wir an, warte. Rauchen ist so dumm. Jeder, der nicht raucht und jetzt da irgendwie Gefallen drauf findet oder Bürger raucht, muss es auch mal ausprobieren. Ich hau das Krickerl ab. Ich hau da der verschissenes Krickerl ab, Alter. So, jetzt pass auf. 40 Zigaretten, sagen wir 15 Euro, 30 geteilt durch 2 mal 15 Euro, das wären 225 Euro im Monat. Und da rede ich vom Tabakkonsum auf normalem Level. Ja? Sobald man mir Alkohol in die Hand gibt, rauche ich da am Abend entweder die Schachtel weg und wenn es ein langer Abend ist, 2. Und das ist halt utopisch. Also das ist halt ein Witz. Und da bringt selber dran, bringt sehr viele Vorteile mit sich. Erstens, du rauchst nicht so viel, das ist mal das Erste. Und da rauche ich schon verdammt viel, brauchst du mir nicht wieder, weil ich muss mich umdrehen, hinsitzen, drehe mir die Zigaretten und so weiter und so fort. Und dann bist du halt auch mit faul und so weiter, weißt du schon. 25er Schachtel hat es früher täglich schon braucht, beim Zocken nur mehr. Alter, da wirst du arm. Ja, was meinst du, was da los war, wie ich da herin noch geraucht habe? Bist du Psuffer? Vor allem, also, da war permanent Zigaretten noch. Wie viel drehst du dann am Tag, das kann ich nicht sagen. Ich kann dir noch nicht einmal sagen, ich habe da hinten eine Raucherstation. Ich kaufe aber groß ein. Ich kaufe aber für so 120 Euro für 2 Monate ein. Das sind 16 Backel Tabak. Wenn mich nicht alles täuscht. 16 Backel Tabak. 60 Tage, 16, das heißt so, ja, ich hätte jetzt auch geschätzt, so gefühlsmäßig, ein Backel Tabak im Normalkonsum gelangt man so 3,5 Tage. Und das ist mittlerweile manchmal, wenn man was trinkt, ist vielleicht das Backel auch schon nach 2 Tagen fort.
2 Bagel Tabak die Woche, das ist, in meinen Augen finde ich, ist das nicht fair. Das ist nicht fair. Erstens, die selber traten Zigaretten haben bloß einmal so groß. Ja, das sind so kleine Stumpen. Meistens, wenn ich aufstehe und gehe raus zum Rauchen, was ich mehrmals am Tag natürlich tue, merke ich jetzt die letzten Wochen, während ich an Annex umeinander werke wie ein Blätter, dass ich so alle halbe Stunde aufstehe, gehe raus, rauche, weil ich was nachdenke oder weil ich halt irgendwas tue, gehe raus und dann schmeiße ich schon die halbe Zigaretten wieder weg, weil mir in dem Moment was einfällt. Also ich rauche die Dinger nicht ganz. Das heißt, nein, jetzt hört auf, mit 50 Kamera zum Schmeißen! Bin seit 2 Jahren dabei, immer ein stiller Zuschauer gewesen. Merci dir für all die guten Zeiten. Herr Anonymous, was soll ich da dazu sagen? Das ist sauber narrisch. Dankeschön. Aber hören wir jetzt hören wir auf zum Umeinander nicht. Ich glaube, ich habe da auch schon wieder welche übersehen. Anonymous, merci dir. Seriously. An alle, merci dir. Von hinten, merci für den Euro. In Österreich hast du 40 Gehälter und Sommer- und Weihnachtsgeld sind steuerlich begünstigt. Auch noch. Also, yo. Das ist eine richtig geile Regelung. Allerdings habe ich dann so die Befürchtung, also so dass ich, wenn ich Chef in Österreich war, da die Gehälter natürlich dementsprechend anpassen. Dass sich das für die gut anhört, aber dass im Grunde dann dein allgemeines Gehalt natürlich ein bisschen niedriger ist, wie es eigentlich sein könnte, weißt du schon. So, und wie viel Bier trinkt jeder so in der Woche? 0. Ich bin kein Feierabend-Halbe-Trinker. 0, war ich noch nie. Aber wenn wir an einem Wochenende, an einem Freitag oder am Samstag einmal anfangen, dann kann schon mal passieren, dass da 10 halbe Schwupps um 14 sind. Kann schon mal passieren, hoppala, soll ich machen. Herr Gensel, merci für 88 Monate. Habe dritt, bin jetzt auch da und rauchen habe ich zum Glück vor 15 Jahren aufgehört. Das war wirklich eine gute Entscheidung. Investiere lieber in YouTube auf Fest. Merci dir. Ich werde bei mir kämen ja bloß ungefähr 3 Euro, nicht ganz, kämen bei mir auch von dem 5er. Ich meine, YouTube nimmt sich da natürlich was, das ist ja klar. Das ist ja völlig in Ordnung. Der gute über die 70-30-Deal mit YouTube. Anders als bei Twitch, da ist er 50-50, das ist das letzte übrigens. Ich werde ihn verrauchen. Herr Gensler, ich werd deine 3 Euro einfach verrauchen. Anonymous, merci von hinten, merci Bierman, merci für deinen 50er. Dankeschön für die gute Unterhaltung, nimm's Weihnachtsgeld und kauf da eine halbe oder 5 schöne Weihnachten und ein gutes Neues. Ja, bald ist es so weit, dass ich für 50 Euro wirklich bloß noch 5 halbe kriege. Die Zeit wird kommen, wenn es so weitergeht. Bierman, merci dir. Ich hoffe, ich hab dich nicht übersehen, du bist noch da. Marvel Maniac, merci für 38 Monate. Du hast meine letzte Dono ignoriert. Kruzifix, die habe ich nicht ignoriert, aber es geht so zu. Herr Landgraf, Ihre Bürger, wollte mal Danke sagen für die grandiose Unterhaltung. Jahr für Jahr, bleib es bis, das habe ich noch gelesen. Herr Reimer, merci für 39 Monate. Dono Lesestream. Marvel Maniac, da. Denk drauf, wie viel Caps du verkauft hast. Apropos Cap, bring mir wieder einen Schwung Caps raus. Meine ist zusammengeschweißt wie Sau. Ja, leider Gottes wird es keine Caps mehr geben. Das sage ich dir, wie es ist. Und ich sage, können wir ja auch mal frei drüber reden. Erstens habe ich was anderes vor. Da ist so ein bisschen hin, da ist sogar noch ganz Stickerl hin. Außerdem ist der Hype nicht mehr so krass, wie er vor 3 Jahren war. Allgemein um den Kanal rundherum. Ich meine, das merkt man auch, das merkt ihr. Jeder merkt das. Die ganzen, der Fan-Squad und so, die sind nicht mehr da. Und der How-to-Lieber-Cast-Squad, der ist auch nicht mehr da. Zumindest einige von euch haben natürlich immer noch da, ist schon klar, aber ein Großteil davon, die haben mal schnell vorbeigeschaut, haha, lustig! Und dann zieht das Internet weiter. Die sind einfach nicht mehr da. Ist auch nicht schlimm, also um Gottes Willen, da hätte ich einfach gnadenlos weitermachen müssen und ausschlachten müssen mit den Videos und Kruzifix-Videos, was ich nicht will. Anders als viele andere habe ich keinen Bock drauf, denselben Witz 800 Mal zu machen. Das ist langweilig. Wer noch da ist, ist hängen geblieben. Absolut richtig. Herr Watermelon, merci dir. 73 Monate, frohes Fest euch allen, wünsche ich dir auch. Schluss jetzt mit der Donaterei. Wir sind immer da. Das natürlich. Ich glaube, dass das bei jedem, egal wie groß das ein YouTuber ist, so ist, du hast dein Prime und das ist irgendwann langsam aber sicher vorbei. Aber trotzdem, wenn du in der Lage bist, dir eine Community aufzubauen, und bei uns hat das ganz gut funktioniert, da hocken lauter Vollgas-Narische herin, dann ist mir auch scheißegal, ob wir mir im Monat 100 Abos verlieren. Weil 100 tote Accounts von vor 8 Jahren aus meinem Abonnement ausgelöscht werden und nicht mehr fähig nur nachkommen, weil ich keine Videos mache. Das ist doch mir scheißegal. Es ist mir einfach egal. Ja? Ich habe die Grenze der 100k wurde überschritten, das über den Playbutton hängt da hinten und das soll per Mundart erstmal eine nachmachen und dann können wir weiterschmerzen. Für uns hat der Bürger immer Prime. Ich bin sehr frisch im Squad, aber ich glaube, ich bleibe auch hängen, solange du Bock hast auf deinen Content. Ich weiß nicht, es ist jetzt...
Wie erkläre ich das jetzt? Wenn mir in einem Bewerbungsgespräch nächstes Spot! Das wird entwickeln. Ich werf dann 50er lieber in den Shop, denkst für dieses Jahr nichts zu danken. Merci dir. Schluss jetzt damit. Und wenn du da wirklich was genehmigt hast, merci dir. Und an alle anderen natürlich, ja. Ich glaube, ich glaube, ich war unfassbar schlecht darin, mich zum Verstehen, dass ich Bock auf das da hab. Vor allem so auf Dauer. Wie viele Sachen habe ich schon abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr habe? Und das waren eigentlich die wichtigen Sachen, die uns da so hergebracht haben, falls jetzt jemand sagt, ja natürlich, das mit dem Stream nur weiter, weil du ringst das meiste Geld, bla bla bla. Ja, da tu dich mal nicht täuschen, das ist einmal das Erste. Und zweitens, wie soll ich sagen? Wenn ich in einem Bewerbungsgespräch sitze und mir da jemand diese klassische Frage stellen, was sind Stärken und Schwächen? Und bei Schwächen ist immer ganz schwierig. Und bei mir war so eine Schwäche, ich bin für neue Sachen, natürlich nicht für alle, aber für viele Dinge, die mich dann interessieren, bin ich absolut Feuer und Flamme. Dann gibt es links nichts anderes, rechts nichts anderes, oben und nichts anderes, alles wird hinten neu gestellt. Siehe zum Beispiel jetzt gerade Annex, mein Spiel. Ja, ich vernachlässige alles. Und habe da eine Zeit eingewucht ohne Ende, weil ich halt Bock drauf habe. Und meine größte Schwäche ist, wenn ich dann einen bestimmten Punkt erreicht habe, wo ich mir selber sage, so mit, ja, jetzt hast du es geschafft, so, ja gut, passt, mir selber bewiesen, hast du hingekriegt, dann biege ich meistens ab. Darum Bierger. Ja? Ja, ist tatsächlich so. Ist nur eine Adaption. Und ich wisse nicht, wann es da so weit ist. Ich sag schon immer, ich finde das mit der Streamerei schon immer cool, so seit es gibt. Jeder Gamer, glaube ich, träumt so ein bisschen davon, so mit, das war absolut geil. Natürlich darf ich das machen, wenn es geht, auch so einfach und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wann man das wird nie langweilig. Also ich weiß ja gar nicht, was. Selbst wenn einmal Spiele liegen und die kommen jetzt dann wieder. Ja, bis Ende Februar müssen wir warten auf Resident Evil, davor kommt nichts. Nice, erwähnenswertes. Da überlege ich dann schon so mit, das wird. Deswegen biege ich nicht ab. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Außerdem, was glaube ich auch eine ganz eine wichtige Rolle spielt, ist, es sind so, wenn du sagst es ja selber, wie viele Leute da einen grünen Namen haben. Das sind Leute, die haben sich dazu entschlossen, hey, ich finde die Streamerei, das finde ich cool, weißt du was, da hast du einen 5 im Monat. Ich mache jetzt eine Mitgliedschaft, ich finde cool, mach weiter. Das fühlt sich für mich an wie, als da die jetzt in einer Bringschuld sitzen. So, das kann ich sowieso nicht mehr aus. Kann ich jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr, servus. Hä? Das geht halt nicht. Und solange ich halt wirklich noch Bock habe, sitze ich mir da her und bis ich 50 bin, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, ob da jetzt 680 Leute drin sitzen oder oft 1500 oder was, ist mir scheißegal. Solange mir das da Spaß macht, los geht's. Natürlich ist die Resonanz von euch, die Beteiligung im Chat. Da, hier, Mario! Mir ist wieder Mitgliedschaft! Kriegst du die Tröte was auf? Welcome to the squad. Ab in den Chat, aber der Mario. Natürlich ist es auch Motivation. So, natürlich motiviert das. Deine Lügen wenn nicht. Das ist einigermaßen akkurat erklärt, ohne dass ich mich anhöre wie der letzte Hurensohn. Das ist irgendjemand anders und ihr wisst alle, wie es da seid. Alle, die jetzt da sitzen. Im harten Hardcore-Squad. Egal ob Name grün oder grau oder sonst wie. Ich hätte euch die letzten 7 Jahre mit so viel Werbung und so viel Scheiße zermüllen können, dass der Wahnsinn ist. Wie ich es vorher schon frech gesagt habe. In 2020 und 2021, in der absoluten Prime, hätte ich euch jede Scheiße verkaufen können, die es gibt. Jede. Ja, habe ich das getan? Nö. Warum? Weil ich der Erste bin, der in der Community sitzen darf, wenn das der Streamer macht. Alter. Oh Gott, jetzt kommt der Sellout. Und spätestens dann kannst du dann nicht mehr geben. Und zwei andere Leute schon auch ein paar Mal so geschrieben, Alter, die kann man überhaupt nicht mehr geben. Ne? Jürgen zum Beispiel. Aber das ist was anderes. Deswegen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ja ein unendliches Geben und Nehmen. Ich glaube, dass ihr das wisst.
oder dass das was wert ist, keine Ahnung. Dafür sitze ich halt gerne oft einmal eine Viertelstunde da, halt einen Monolog über genau das und sag 24.000 Mal Dankeschön. Anstatt dass ich eigentlich, oh, unser heutiger Sponsor ist übrigens Jahresmerch. Wenn noch keinen hat. Gibt das denn nur früh noch kommen? Ich hab gar nicht nachgeschaut, warte mal. Bevor ich euch mit Werbung auf den Sack gehe. Schauen wir mal. Oh! Standard, 22. September, letzter Liefertermin. Meine Damen und Herren, werden wir wirklich noch was braucht. Jetzt war die Zeit dafür. Birger trinkt einen Tee weiter, Alter. Oh Mist, es ist schon spät, der ist eiskalt. Der Duke schreibt was Interessantes. Also beim Sellout habe ich nur jeden Streamer deabonniert. Jetzt bist nur noch du übrig. Ich fürchte, es wird hier keinen Sellout geben. Solange keiner auf die Idee kommt, wenn wir uns über so Dinge unterhalten, und das war nicht ernster, wie sie sich vielleicht auch gehört hat, einen Bademantel zu machen oder eine Fußmatten oder irgend sowas, wenn man das nicht als Sellout angehängt wird. Das ist, ein Sellout ist was anderes. Und ich sage ja jetzt mal dazu, und ich sage es gern dazu, ich habe alle Angebote bekommen. Von Holy und wie haben wir es genannt? Südost-West-VPN und Raid Ladder Shaddons und das ist ein Scheiß. Alle waren sie da. Und ich schwöre dir bei Gott, da ist um richtig viel Geld gegangen. Da ist um richtig asozial viel Geld gegangen. Nur Idioten daten dann auch sagen. Und es gibt mit Sicherheit auch einige, die sagen, bitte, du bist ein Idiot, das dann auch so. Du bist ein Idiot. Jeder macht's. Ich darf aber sagen, ich mag es nicht machen wie jeder. Egal was ich angelangt. Das hat bis jetzt ziemlich gut funktioniert. Never touch a running system. Und ich kann mich da her sitzen mit völlig freiem Gewissen. Niemand wird irgendwie irgendwas finden, was an mir anzukreiden gibt, außer vielleicht einmal meine Meinung, wenn wir wieder mal über Politscheiße haben im Quartal labern oder sonst irgendwas. Das ist ganz was anderes. Du wirst nichts finden. Nothing. Ja? Es gibt hier keine Angriffsfläche. Dafür habe ich schon gesorgt. Tun Sie sich nicht hinunter. Es gab Sachen, die ich annehme, wenn die authentisch sind. Ich meine Händelmoor. Händelmoor Grillsenf, Alter. Der Würstelsenf. Ich bin aber halt kein Grillkanal. Deswegen werden die ja nicht auf mich zukommen. Paulaner Spezi. Sofort auf der Stelle. Da ich das annehmen. Was ist das dritte? Dr. Pepper. Der Dr. und vielleicht noch ein Red Bull. Red Bull mag ich auch ganz gern. Gösser Naturradler, da die auch nehmen. Warum? Weil das Gösser Naturradler aus der Glasflaschen im Sommer bei 3 Grad frisch fast aus der Tiefkühle eines der geilsten Getränke auf diesem Planeten ist. Und jeder, der immer noch umeinander läuft mit "Ich will nur Radler trinken!" Ja, du bist der geistig Behinderte. Dankeschön, dass du mir's gesagt hast. Kev, mir ist wieder Zwiebeln. Zuerst bin ich gerade erst von der FF gekommen. So, es ist jetzt schon wieder 9. Was haben wir jetzt eine Stunde lang da? Bist du behindert? Nein, Red Bull, bitte nicht! Games Workshop? Ich hab halt, mein Kanal ist halt, weiß ich nicht, mein Kanal hat keine, oder nimmer, sagen wir es so, keine gerade Linie mehr. Ich mache alles, auf was ich Bock hab. Wemstelt haben wir jetzt zwar schon eine Zeit nicht mehr, aber scheißegal, natürlich interessiert mich weiterhin Warhammer. Natürlich, wir machen alles mögliche, wir spielen hauptsächlich, keine Ahnung. Deswegen wird es natürlich auch schwierig, passende Product Placements anzunehmen. Interessiert mich aber ein Scheißdreck, ich möchte gar keine. Ich will gar keine, außer sie passt und sie taugt mir selber. Birger wird Gönnergy-Partner, ja ganz bestimmt, lieber hau ich mir beide Haxen ab, bevor dass ich diese Drecksblöre sauf, ich hab viel Teufel. Ich hab's nicht mehr getrunken, ich hab keine Ahnung, wie es schmeckt. Grantelsepp! Hab daheim ein komplett Setup eingerichtet und ewig lang ist eingerichtet, aber einen heiden Respekt davor, damit anzufangen und man hat doch seinen Lieblingsstreamer im Kopf, weil man es nachmachen mag, aber auch nicht plagiere. Also auch nicht, du möchtest es halt nicht klauen. Ui. Jetzt wenn mich jemand fragen darf, mich hat natürlich keiner gefragt, aber ich frage mich einfach selber, ob sie es hören wollt oder nicht, ist mir scheißegal. Wenn mich jemand fragen darf, wir fangen am besten an. Sorry, Videos. Du brauchst ohne Community von heute auf morgen nicht zum Streamen anfangen. Das kannst du vergessen. Du gehst in dem Wust an Stream, jeder Trottel streamt. Ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Jeder Trottel probiert's. Was ja vollkommen in Ordnung ist, ich war einer davon. Und das habe ich lang gemacht übrigens. Lang. Und habe am Schluss 5 Zuschauer gehabt. 5.
Du, jeder fängt irgendwo einmal an, aber wenn du halt nicht sagst, dass irgendwo ein bisschen was weitergeht, dann nie. Aber wie das mit der Videogeschichte angefangen hat, da war das dann ganz was anderes. Und da bin ich dann eben wieder auf die Idee gekommen, jetzt Moment mal, jetzt hast du einen Haufen Leute da, die finden das alles gut und bla bla bla, jetzt probierst du das mit der Streamerei nochmal. 7 Jahre später sitzen wir da. Ja. Aber von null weg einen Streaming-Kanal machen, extrem schwierig. Und als Mundart, also in Dialekt gesprochen sowieso gleich, ist überhaupt kein Scheiß nicht. Überhaupt kein. Das musst du so verstehen, das geht sogar mir jetzt da so. Wir haben jetzt 700 Leute. Ich weiß, dass ungefähr 20% an so einem Abend, 15 bis 20% der Leute sind außerhalb der Community. Mit unfassbar viel Glück kriege ich 1 oder 2 Abonnenten in einem Stream nein dazu. Mit ganz viel Glück. Ja, ich sage einmal, einer pro Stream ist viel. Ist ungelogen. Warum ist das so? Die breite Masse da draußen redet kein Borisch. Wenn da 20 Leute reinkommen, die sitzen da, hören sie die so, hey, ja, 700 Zuschauer, was da los, schaut man sich wieder mal an, oder 1200, schaut man sich an, dann mache ich das Maul auf, der versteht kein Wort und tschüss. Und im allerschlimmsten Fall nur ein Dislike drauf geschrieben. Was ist denn das für eine Scheiße? Was wie Internetleute sein? Was ist das für Spack auf Steckerwort, du Mann? Sprich Deutsch, du Hurensohn. Blub. Ich weiß ja, die Herz sollte aber auch nicht auf zum Umeinander tun, wenn ich einfach nicht drauf reagiere. Kruzifix. Deswegen da ich erstmal mit Videos anfangen. Aber parallel dazu auch streamen vor null Publikum. Warum? Das habe ich auch sehr lang gemacht und das hat überhaupt nicht geschaut und tue so, als daten dir 50 Leute zuschauen. Das ist das Schwierigste dabei. Du kriegst, wenn wirklich 50 Leute zuschauen, das erste Mal, kriegst du einen Höhenflug und so weiter und so fort. Der macht dich unsicher. Da kommt nur Schmarrn raus. Die Druck gewohnen. Ja? Die Druck gewohnen, permanent die Fresse aufzuhalten. Permanent. Ja? Keiner möchte dir beim Streamen so zuschauen. Keiner so. So, dann nehmen wir jetzt mal dieses Item. Und dann ist wieder 2 Minuten Sendepause. Das kannst du vergessen, so läuft das nicht. Und da behaupte ich jetzt auch mal, es gibt ja genügend Leute, das liest man auch immer und immer wieder. Das kann ich auch. Muss man den kennen? Computerspiel, das kann ich auch. Was man da jetzt mit denkt. Ja, dann mach doch. Ja, dann mach doch. Hat schon einen Grund, warum er es nicht macht, weil er ganz genau weiß, das was der Bahako schreibt und genau das ist der springende Punkt. Entweder du hast Skill oder du bist unterhaltsam oder am besten beides. Und mit Shorts anfangen, ja, das kann funktionieren. Vor allem jetzt, da kann jetzt ich nicht so mitschmerzen, das habe ich nie wirklich da. Hat mich auch nie interessiert. Und parallel dazu streamen und versuche die Leute, die du mit deinen Videos erreichst, in den Stream reinzukriegen. Aber subtil. Nicht vorm Video, übrigens, ich stream live und mach den morgen. Und am Schluss vom Video nochmal, übrigens, ein Stream, immer subtil. Vielleicht kurze Einblendung am Schluss vom Video, hey, Livestream, jeden Montag, Mittwoch da, 2 Sekunden und weg. Leute, die dein Video geil gefunden haben, kämen ganz von selber. Ich darf auch gerne mal ein bisschen streamen, bin dumm genug, um lustig zu sein und habe ein Setup. Niemand hält die auf, einfach mal. Ich habe genau das gleiche gedacht. Kann ich auch. Gut, irgendwo habe ich recht gehabt. Ja, was soll ich jetzt sagen dazu? Aber, und das, da lade ich mich jetzt mal aus dem Fenster und das kann nicht jeder, glaube ich. Das kann nicht jeder. Ich sitze da allein vor einer beschissenen Kamera und ich sehe Text. Ihr könnt so als Bot sein, keine Ahnung, unterhalte ich mit mir selber, ist mir wurscht. Wenn Bots alle 2 Sekunden 2 Euro da reinschmeißen, ja gut, dann unterhalte ich mich mit einem Bot. Aber halt aus dem, ich glaube, ich kann mir da her sitzen, ich mache einen Chat aus und ich rede 2 Stunden lang, ununterbrochen über irgendwas, was mir gerade einfällt.
Was ich heute da hab, wo wir geht's am Spät. Was ist eigentlich mit PoE 2? Alter, der Druide ist dermaßen broken, dass es spät ist. Alle die Druide PoE 2 spielen, macht euch einmal drauf gefasst, dass der in den nächsten Tagen wahrscheinlich in Grund und Boden genervt wird. Das ist völlig lächerlich. Ich renne mit absolutem Pimmelgier umeinander und renne bloß durch die Maps durch. Und alles zerreißt. Keine Ahnung, was das ist. So, wie viele Donations muss ich nicht sehen? Es ist eigentlich ja wirklich scheißegal, ob ich die Scheiße lese oder nicht. Herr van Hinten, merci für den Euro. Alexal, merci für 54 Monate. Kev, merci für den Zwiegel. Rauchst du Shisha? Nein. Fabi kann ich nicht aussprechen. Merci für den Zwiegel. Geht nur der Server, ich gebe einen Zwiegel für den Slot. Merci dir. Herr Luxer, merci für den 5. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Bei mir wäre es D&D und Bier. Kev, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ich habe gesehen, dass du begrüßt worden bist. Ist eh schon wieder zu viel geworden. 3 Wodka Bull 0505. Der Kev, haben wir einen Storch aufgestellt. Kev, Servus, Big Rodes von der... Haben wir einen Storch ausgestellt? Ich wollte gerade sagen, da meine ich jetzt wieder Alkohol im Speit. 3 Wodka Bull 0,5... Oh, 50... Ach, mit 0,505 meinst du 50-50 Mischung. Ja, da bin ich eher für die 70-30 Mischung. Aber nicht so, wie du meinst. Ich hätte viel zu viel Angst, dass ich was sage, was ich nicht sagen soll. Alter, was soll ich nicht da sagen? Wie viel spreng ich? Wie viele Stunden haben wir insgesamt schon gestreamt, seit wir angefangen haben? Wie viele Stunden sind denn das? 2000? Keine Ahnung. Wenn es passiert, dann passiert's. Dann willst das Schicksal so, dann wird der Kanal gelöscht und dann fangst du entweder von vorne an, aber normalerweise wirst du als Person gelöscht. Ich mag gar nicht wissen, wie viel Scheiße das ich schon labert. Das ist und anscheinend scheint meine du wirst hier keine Angriffsfläche zum Beschweren finden, scheint ganz gut Hit zu haben, weil wirklich in die letzten 7, 8, 9 Jahren, solange wir das jetzt da machen, hat es keine wirklichen Hater gegeben. Und wenn mal irgendjemand in die Kommentare umeinander muckt, was alle 2 Jahre vielleicht einmal vorkommt, wo ich mittlerweile sogar glaube, dass der Speckpepper derselbe Spacko war wie vor 2 Jahren. Mittlerweile. 2056 Stunden, 2 Minuten und 46 Sekunden. Alles durch, das kann nicht der Ernst sein, dass das wirklich. Ja, okay. Das ist halt das Gute beim Dialekt mit YouTube nicht mehr. Alle. Von 20 der letzten Streams sind 17 entmonetarisiert. Und ich sag's jetzt auch, wie es ist, da geht's für einen richtig Geld. Das ist einfach das bloß nur ein Drittel, wenn das Video gelb ist. Ne? Und natürlich beschwere ich mich da, wenn das weg ist, bloß weil man einmal irgendein Wort rausrutscht in einem 2,5 Stunden Stream. Natürlich sage ich da, leg mir mal. Ich meine, da tue ich ja von euch keinem weh, bloß YouTube. Und YouTube ist ein Megakonzern, da muss ich ganz ehrlich sagen, leg mir am Arsch, du Huren. Mittlerweile, und das brauchst du mir nicht verzeihen, mittlerweile KI wird ja immer besser. KI wird ja immer besser. Ich meine, das kriegt ja jeder hoffentlich mit. Das ist hoffentlich. Und du brauchst mir nicht verzeihen, dass Google da Menschen sitzen hat, die sich das Video anschauen und dann sagen, was da los? Nein, das können wir nicht machen, das schalten wir jetzt auf Gelb. Sondern die lassen das von der KI scannen, das Ding. Und da kannst du mal Gift drauf nehmen, dass das versteht Borisch. Zwar nicht vielleicht das tiefste Urborisch, wenn ich jetzt sage, blödige Hähnerkrebs, Kabausch dabei, ins Gesicht eingeschissen, dann möchte ich wetten, dass die KI mindestens die Hälfte oder 3/4 davon versteht. Und als Beleidigung wert und dann ist dieser Stream. Du kannst 2 Stunden lang Friede, Freude, Eierkuchen singen und in den letzten Sekunden rutscht ein F-Wort oder sonst. Das F-Wort ist ganz schlimm. Das Englische und auch das Deutsche ist ganz schlimm. Das, wenn einmal vorkommt, zack, gelb. Da habe ich mir das ja also selber ein bisschen ins Gesicht eingeschissen. Als Video für ein Jahresmerch ist auch gelb. Und das merkst du Vollgas. Natürlich sind wir seit letztem Jahr wahrscheinlich noch mal ein bisschen weniger Leute geworden, aber die Hälfte. Ja, das glaube ich nicht. Na. Ihre Plan Plan Productions Sendung wurde von uns bearbeitet und wird Ihnen voraussichtlich Donnerstag, den 18.12. Punkt. Zugestellt, Herr Grau, Bärtig Feiter, als Wort. Echt jetzt? Nur wegen dem F-Wort? Ja. Da wird dann auch in die Videos, in die kurzen Videos, die bloß 10, 20 Minuten dauern, da wird da genau die Stelle gezeigt, warum das Video jetzt gelb ist. Ich kann es noch bearbeiten. Also ich kann die Stelle ausschneiden. Dann wird es grün. Ich sag da aber was, ich werde mich hier nicht zensieren. Dann verkauft man heute ein paar weniger Jahresmerch. Das ist mir scheißegal, aber dieses F-Wort, das bleibt genau da, wo es ist. Kev, ich weiß nicht, was du treibst, aber
ich schaue die schon länger an, aber immer wieder das VIP storniert wegen dem Geld, aber diesmal bleibt wirklich, ich feiere immer weiter, so wie es bist. So, du hörst jetzt sofort zum Umeinander donaten auf, wenn mir jemand verzeiht, es gibt Geldprobleme und scheißt alle 2 Sekunden 2 Euro oder 5 Euro oder einer Schluss damit, Kev. Merci dir. Welches F-Wort? Herr Grantelbart, nice try. Sprengi schreibt, schaffen Sie es jetzt wenigstens anzuzeigen, was genau das Problem war, ist ja fast Fortschritt. Ich kann es nicht so sagen, alle meine anderen Videos, die ich gemacht habe, die haben grün. Das ist das Einzige, ist halt keine Ahnung, wann das gelb ist. Und da steht mittlerweile wirklich auch der Timestamp dabei. Es ist die Stelle, wo ich dem Geisterhodern in Luton nachlauf, im Jahresmerch-Video und schreibe, die doch! Schrei. Die macht's Video gelb. Aber in einem Stream, der 2 Stunden dauert, 2,5 Stunden, 3 Stunden, was auch immer, da steht's nicht dabei. Da ist einfach gelb und da heißt, das ist nicht familienfreundlich und nicht werbegeeignet, weil, wissen wir nicht. Ist so. Dann kann ich noch mehr eine Überprüfung beantragen. Die ist jedes Mal gelb. Jedes einzelne Mal ist die gelb. Ist halt so. Aber ich lasse mich da herin nicht beschränken in meiner Flüherei. Die Flüherei, keine Ahnung, finde ich, gehört zu mir. Das tue ich einfach, das ist so. Wenn mir was auf den Sack geht, dann sag ich es, wie es ist. Kev, merci dir. Zwickel geht, wirklich, aber jetzt ist Schluss, so ist recht. Frau Holm, merci für 61 Monate. Aber dritt, frohe Weihnachten und so, wünsche ich dir auch. Herr Landgraf, merci für den Sechser. Das macht die aber aus und genau deshalb sind wir alle da. Ich mache das nicht absichtlich, ich bin nicht einfach so, was soll ich machen? Ich hoffe, das passt. Ich glaube, das passt, weil sonst passt schon vor 5 Jahren vorbei gewesen. Herr Aslak und merci wieder ein Fünfer. KI kriegt man mit, der Raum ist 3-mal so teuer und jetzt muss ich 400 Tacken zahlen, um meine Leinwand in der Zeichensoftware flüssig bewegen zu können. fix. Was ich habe das natürlich auch mitgekriegt mit den RAM-Preisen, aber was zur Hölle hat der KI damit zu tun? Hochdeutsch bitte und nur nette Worte benutzen. Nein, Hochdeutsch, das wird nicht passieren. Aber das Wort spielt sicher trotzdem jetzt zwischendurch, nur kriegst wahrscheinlich weniger davon, oder? Ja, also ich verdiene natürlich auch was durch Werbeeinnahmen mit den gelben Videos, aber halt ein Drittel. Das ist einfach ein Drittel. Kannst richtig, wenn ich da jetzt 10 grüne Streams außer tue und 10 gelbe, dann, die Zahlen stimmen natürlich nicht, dann ist bei den grünen Streams kriege ich einen 10er und bei den gelben Streams kriege ich nur 3 Euro. Obwohl es die gleichen Aufrufe haben, die gleiche Watchtime, völlig wurscht. Also ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, ich weiß schon, was das soll. Redet man keinen Kack nicht. Ich weiß, was das soll. Natürlich möchte ich, wenn ich mein Produkt bewerbe, nicht irgendeinen Spacken da sitzen haben, der den ganzen Tag nur Schimpfwörter benutzt. Das ist vielleicht nicht so geil. Und natürlich interessiert das auch YouTube, weil die wollen Werbeträger haben. Und deswegen zwingen sie mich indirekt, lass das F-Wort weg. Lass das N-Wort weg. Tu nicht so viel Flüche, bla bla bla. Ja? Du möchtest ja auch nicht bloß ein Drittel, sondern du möchtest 3 Drittel. Geld verdienen. Ist nur nachvollziehbar. Der Tom Munich schreibt, weil die LLMs unfassbar Speicher braucht. Deswegen kosten die Nvidia-Chips auch so ein Vermögen, Hashrate und so. Und für die habe ich nicht gewusst, dass ich habe eigentlich immer bloß gemeint, da haben bloß deswegen haben Grafikkarten so gefickt. Und der Stream ist gelb. Verdammt. Hoppala! Die Großen kaufen mehr RAM, somit kaum mehr verfügbar, weil es mit dem Produzieren nicht hinterherkommen. Aber wofür? Die Hashrates. Gibt gerade generell, glaube ich, ein wenig Stress mit Hardware. Hau in der Arbeit Ende September ein neuer Laptop stellt, ist heute noch nicht gekommen. Okay. Herr Luxor, merci für den Zwickel. Ist das F-Wort für Franziska! Der wird nie alt. Xenostrike, merci für 37 Monate. Umsonst scheide ich nicht, wenn du nicht schimpfst, sie fix Ausgleich zum Scheißtag. Ja, irgendjemand muss die Scheiße mal rauslassen. Ja, klar. Stefan, merci für den Dringel. Das war 3-mal hintereinander, aber trotzdem richtiger Schwachsinn. Das war 3-mal hintereinander, aber trotzdem richtiger Schwachsinn. Hashtag Bigger for President. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, um was das gerade gegangen ist. Wir machen wieder so Thread-Hopping, das ganz aus ist. Wo waren wir gerade? Stefan in den normalen Chat. Schluss jetzt mit der Runde-Netterei. Herr Geibelfee! Ha! Ich bin für immer noch da. Das weiß ich schon, dass du immer noch da bist. Es wird nichts beschränkt. Beschränkung bringe ich selber mit. Weißt schon, muss man beim Schmatzen mehr MacGyvern. Ja, müssen wir mal neue Wörter erfinden. Oder? Da ist Franziska. Wir haben alles da. Was hast du eigentlich schon mal mit deinen Leuten geredet? Jetzt wollen wir die endlich einmal fragen können. Stell dir vor, das war's wirklich.
Stell dir vor, das war die OG Franziska, die sitzt jetzt da herin, die hat das mitgekriegt, die hat in ihrer Kindheit einen Hate ihres Lebens gekriegt, weil ich Vollidiot sie Franziska nenne und sie ausschaut wie eine unterfegelte Mit-40erin. Und jetzt ist sie erwachsen, kommt zurück, tut so, als wäre es nett, hat eine Mitgliedschaft gemacht und möchte heimlich bloß herausfinden, wo ich wohne und mich in der Nacht abstechen. Ich kann's verstehen. Ich kann dich nicht dagegen schmerzen. Da hat mir nichts einfallen. Franziska ist jetzt mittlerweile wirklich eine Mit-40erin, wahrscheinlich schon. Ja bitte, du hast gerufen. Die Amis sagen, wenn's FU echt sagen wollen, friggin' und jeder weiß, was gemeint ist. Ja, aber das ist ja langweilig. Was ich mag ja, ich rede ja Hochdeutsch oft beim Flur. Ja? Wenn ich mich herhocke und sage, verfickte Drecks, verschissene Hurenscheiße nochmal, dann hat das viel mehr Kraft wie Dreckerde, Hurenschissel. Fällt mir nichts ein für Scheiße. Du weißt, wie ich meine. Mein Flur muss ja, das muss von innen, außer und außer. Und alles muss raus. Ich fluche nicht, weil es lustig ist. Ich fluche, weil ich lästig bin. Und dann sage ich, was ich mir denke. Und wenn es am YouTube-Set nicht passt, dann soll das Video Geld machen. Von der nämlich auch nichts, der Trottel. Über die soll er nicht nachdenken. Trottel, kreisliger Scheibenkleister. Also ich frage nur aus Forschungszwecken. Und geht. Na, rot war wir jemals rot? Ja! How to schleudern ist rot. Das ist ab 18. Weil Jugendliche zu mir erklären, wie man sich an Oberhalt, ist offensichtlich dem Sexualkundeunterricht vorbehalten. Ich darf das nicht. Ja, okay. Da bin ich an meinen Sexualkundelehrer lernen, da wäre ich lieber daheim bleiben und hätte mir von irgendeinem Trottel im Internet sagen sollen, ja, so, nicht so. Meine natürliche Bewegung habe ich jetzt kurz unterdrücken müssen, aber eigentlich ist es mir auch wurscht. Ihr wisst, warum ich eigentlich einen Bademantel habe. Wir haben gerade angetintet. Das ist immer eine Hand, die hier. Deswegen riecht er also gut. Nach Früchtetee. Und Schwyz. Ein bisschen Pisse und Kacke. Nein, das nicht. Alle YouTuber dazu bringen, über Monate zu fluchen und schauen, was dann YouTube macht. Das war sauwitzig. Das war sauwitzig. Na, jeder Stream erst einmal 2 Minuten lang mit den gröbsten Flüchen und Schimpfwörtern, die es gibt auf dem Planeten. Und ich meine wirklich alle. Alle. Was will ich denn aus der Unterlassungsklage aus deinem How-To-Videos? Was war der Kirche? Nix. Das hab ich damals eh gemacht. Ich hab den Part rausgeschnitten, da hab ich mich dann reingeschnitten und gesagt, hey, ich hab da einen Brief gekriegt. Zuerst habe ich überlegt, lege ich mich mit der Kirche an. Ich meine, das wollte ich ja irgendwo auch. Dann habe ich mir überlegt, legen wir uns mit der größten Organisation, mit der reichsten Organisation auf dem Planeten an. Na, das tun wir nicht. Kennst du einen Schmidtbauer Money? Okay, das ist ein guter. Der ist stabil. Der, was in dem Kappball steht. Also, ja. Ist halt eh nicht mehr schlimm, die Alten haben früher viel mehr geschelten. Oh. War dann How to Arrow? Nein, was nicht. Also ich bitte dich, wenn ich in die Videos nicht mehr Scheiße sagen darf, ja dann, also wo haben wir denn dann? In die 50er. Einen Schritt vorwärts, 80 zurück. Ich kenne nur einen Sheldon Cooper. Franziska schreibt, und ich weiß, wo du wohnst. Na, bitte nicht. Jetzt kann ich nicht mehr. Gestern hat mir, ich glaube der Batman war's, hat er mir geschickt, dass ein neuer Alien-Film kommt. Also so eine Grey-Alien-Dokumentation kommt. Da hab ich gesagt, ja, das schaut gar nicht, weil ich schlafe eh schon lang, saubert's gut. Jetzt kommst du daher und verzeihst mir, du weißt, wo ich wohne. Das ist jetzt gut oder schlecht? Lass das Kirchenmesser ja daheim. Ich sag das, was ist, oder ich schlafe im Kettenhemd.
Geil, wie viel Sepp. Kennst du das noch? Du Amsel, du Blöde, du Blödkerl, sag ich, du Matz, du Verrückte, alter Fotzen, sag ich, du Scheißwissen, du Mystige, sag ich, du Scheißbladen, du Brutzgehal, du Gesuchte. Natürlich kenne ich das noch. Lustigerweise habe ich mir die letzten 2 Wochen neben dem Programmieren und an NX anbauen, habe ich mir, fuck, wie heißt's? Ja, jetzt haben wir das englische Wort noch mit dabei, dann ist schon wieder gemein, wie es. Also, selbstverständlich Gerhard Polt, jetzt mal Gerhard Polt, das ist mir schon klar, aber wie heißt es? Fast wie im echten Leben, glaube ich, heißt es. Da gibt es eine Sendung, die ist auf dem BR gelaufen und die ist auf YouTube verfügbar. Gibt es 13 oder 14 Teile. Hat auch jede Folge so eine halbe, die dreiviertel Stunde. Da merkst du erst einmal, wie dermaßen gut das ist. Es ist so gut. Dieser Mann ist eine verdammte Legende. Das ist eine verdammte Legende, das ist unfassbar. Was für ein Unterhaltungsmeister, Genie dieser Typ ist. Ist unglaublich. Unglaublich. Seine Art, wie er redet, seine Art, wie er flucht und so weiter, da träumen alle anderen davon. Wenn es nachts im Schlafzimmerfenster klopft ist, bin ich in 3 Stunden da. Kann ich immer nur wieder sagen, ist das jetzt gut oder schlecht? Fast wie im richtigen Leben. Ja, das ist so 50-50 Bayerisch, Hochdeutsch. Das ist wirklich stark. Da haben so viele Gute dabei. Natürlich auch, die haben aus den 70er oder so, oder aus den 80er. Natürlich ist auch ein bisschen was ein bisschen altbacken worden, das ist eh klar, aber da haben so viele Sachen dabei, die haben so gut. Die haben so lustig, dass du einen Vogel kriegst. Stau die Messe wieder in 5. Ich war halt immer nur für den Brief vom Jetzt bist du im Postergröße. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Das Klingbeidel-Poster. Schau die Merci dir. Geil, wie viel Merci dir. Luxa, Merci wieder in Zwickel. Jetzt hast du die angeschleudert. Mit Tee. Ja, schleudert mich da, kann passieren. Jack the Ripper, Merci wieder in 5. Heute in der Hocken mal geschaut, was mein 64 GB RAM-Kit kostet, was ich im Jänner gekauft habe. Was ich automatisch das ist, dabei bist. Ja? Da waren es 230 €. Heute würdest du für 1 zu 1 denselben knappe 900 zahlen. Jetzt fehlt es mir auch, dass ich nicht früher schon auf 128 kaufe. Du, ich habe auch bloß 32, die klauen überall. Aber ich habe auch, das ist noch nicht letzte Woche irgendwann, habe ich mir nachgeschaut, was meine Grafikkarten kostet, 4090er und auch wegen die RAM-Preise halt und habe mir auch gedacht, Alter, wenn ich meinen PC jetzt verkaufe, so wie er da steht, da ich mehr Geld kriegen wie vor 3 Jahren. 3. Ich habe extra nachgeschaut, ich meine vor 2. Der ist 3 Jahre alt im Februar. Da ich mehr Geld dafür kriegen, als ich ihn gekauft habe damals. Seit wann geht denn das? Utopisch. Großfotzenbeider, merci dir! Da kriegst du von mir auch mal was, zwecks Weihnachten und so. Locker sind's Oktober 2020. Danke dafür. Kaufst deine Viecher was zum Schlecker davon. Sowieso. Ja, du müsstest wir haben eine Speis. Die ist nicht recht groß, die ist so 1,5 Meter auf und ist es überhaupt 1 Meter? Keine Ahnung. Das ist ein Quadratmeter. Ja, sagen wir 2. Das ist einfach nur ein Regal. Da ist vieles drin. Bloß nichts für uns. Da ist so viel Hundsfutter, Katzenfutter, Hundegürtel, keine Ahnung, dass du einen Vogel kriegst. Wird investiert. Großwurzelbeere, merci dir. Stefan Nome, merci dir. Spendenaufruf für das böse F-Wort. Nein, Schluss. Meister, möchtest du mein Dono von zuerst noch lesen? Oh, Leid, wo der Herz halt dann endlich auf damit. Aber ich bin nicht auch derselbe Depp, ich lese trotzdem eine Ehre, weil ich mir schlecht vorkomme, wenn ich es nicht tue. Aber ich finde es halt nicht. Wie viele Donations sind denn da schon wieder drin? Ich finde es nicht. Das ist jetzt nicht gelungen. Wann war denn das? Meister, schreib's in normaler Chat. Spam's in den normaler Chat hinein, dass ich lese. Wertanlage PC. Was ist schlimmer, die Franziska oder die Franziskar? Verstehe ich nicht, Bernie? Nein, ich verstehe nicht. Egal. Thema. Alter, es ist 9:30. Wann ist es denn 9:30 geworden? Bist du behindert? Hab ich gefragt. Ein Asus 4090 TUF kostet im Augenblick 2.500 € bei der Amazone gebraucht. Ich habe extra nachgeschaut, ich habe mein 4090er, das ist da steht's, ein Zotac. Was genau für eine Version weiß ich jetzt auch nicht. Mit 3 Lüfter dran und keine Ahnung. Aber genau 2011 € zahlt.
und hab da schon gemeint, ich bin nicht ganz sauber, was tue ich da, weil ich kaufe mir Grafikkarten für 2000 Euro, bist du besoffen. Und wenn ich jetzt nachschaue, kriegst du es teilweise für 3 bis 4. Und gesetzterweise ist ein 5090er billiger. Wie ein 4090er, ich verstehe warum. Falls wer gerade überhaupt nicht checkt, von was wir reden von Grafikkarten. Wollte mich nur bedanken für alles und freue mich auf 26 mit euch narrischen. Meister! Du bist auch schon so 1000 Jahre lang dabei, du musst dich nicht bedanken. Nope. Aber ich sag Dankeschön. Der Herr Kulzer! Die habe ich auch schon Zeit nicht mehr gesehen. Aber die Kulzer sind nicht immer da, sie sind aber auch nie ganz weg. Ich glaube, das mit dem Alien-Film habt ihr doch ich gestern geschickt, oder? Dann hab ich mich vertan. Was ist du? Hab ich mir da schon gedacht? Hey, der Kulzer Sepp ist auch nicht da schon hin. Komm, was jetzt? Ich hab's bloß nicht gesagt. Ich hab's wahrscheinlich gesagt, aber du hast es nicht gehört, weil ich vom Discord gesessen bin. Aber warum keine RX 7900 XTX? Weil ich keine AMD-Grafikkarten kaufe mehr in meinem Leben. Nie wieder. Nie wieder. Da müsste Nvidia schon ganz schön reinscheißen. Ähnlich wie es Intel getan hat. Der nächste Prozessor wird wahrscheinlich ein AMD-Prozessor. So wie es jetzt gerade ausschaut. Bin ich mir relativ sicher. Aber auf AMD-Grafikkarten scheiße einen riesen Haufen. Das sage ich dir, was es ist. Mengen schon gute Grafikkarten sein, aber einen nicht treiben kannst du nicht pfeifen. Noch nie hat das richtig hingehört. Noch nie. Meine alte nicht, die ist mir sogar kaputt gegangen. In meinem Mining-Rig da oben. Nix gescheit funktioniert, ich krieg's kotzen. Herr Luxer! Dann wird halt nur mehr mit du Ohrkatzelschwarf geflogen. Das muss aber, das Ohrkatzelschwarf, das muss mit einer gewissen Aggressivität in das Mikrofon geballt. Ohrkatzelschwarf! Das ist ja der deutliche Unterschied zwischen, jetzt sag ich mal Ohrkatzelschwarf. Du bist der Ohrkatzelschwarf, jetzt hör auf. Oder du sagst, jetzt halt der Futzen mit deinem Ohrkatzelschwarf, du Trottel! Was ist das? International versteht man das. Das versteht der Chines, das versteht einer in Ruanda, das versteht ja jeder. Dass jetzt gleich 5:12 ist. Das ist wichtig. Ha? Wichtigste Grundlage beim Reden. Flur, Entschuldigung. Ja, manchmal auch beim Reden. Halt mich, merci für den Zügel. Merci für das geile Jahr, Bürger, auf viele weitere. So hoffe ich doch. Schmetterlein! Butterfly. Schmetterlein! Ich liebe unsere Sprache. Wunderschön. Ich bin hier leider Gottes nicht in Schrift und Wort nicht ganz mächtig, ohne Dialekt, aber das ist mir scheißegal. Smikey, merci dir. Der Chef bin jetzt auch schon 71 Monate dabei, aber eher Stillzuschauer. Aber feiere dich immer noch, so danke dafür und auf die nächsten Jahre. Danke aus Salzburg. Schöne Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. Ihr seid sowieso nicht ganz sauber da hinten. Weiß ich nicht, was es da hinten treibt eigentlich. Das Video wird sauberrot. Was wird da nur laut sein? Deswegen wird er nicht rot. Ich werde aber nur Schmetterling sagen dürfen. Wie. Beste Combo, meine Meinung, Ryzen 9 mit 4090 geht gut, die Maler. Hätte sich für mich auch vernünftig an. Hätte ich auch da sein, sorry, aber es ist. Aber ich bin jahrelanger Intel, Fanboy nicht, aber das hat immer stabil funktioniert. Das hat immer funktioniert, aber die 13. und 14. Generation hat halt reingeschissen. Mein Prozessor ist Gott sei Dank nicht davon betroffen, das ist gut, bis jetzt zumindest. Ja. Deswegen, ich bin immer Intel-Nvidia-Combo-Fan gewesen. Beim nächsten Mal ist es halt wahrscheinlich AMD. Mal gucken. Der deutsche Mitbürger, merci für 74 Monate. Ne? An alle frohe Weihnachten und ein gutes Nice. Weiß zwar nicht, wann es Dezember geworden ist und nicht mehr Februar, aber das muss man nicht verstehen. Psst. Das ist absolut richtig, Alter. Lass mal, Dinge mal drüber noch so. In weniger als 2 Wochen. Ja, aber nein, nicht in weniger als 2 Wochen, exakt 2 Wochen. Und 2 Stunden. Sind wir alle hoffentlich irgendwo und nicht in der Arbeit und warten wir drauf, dass das Jahr vorbei ist. Und ich sitze da und denke mir so, was haben wir das ganze Jahr da, oder? Wo ist es hin? Hä? Den i9 musst du erst einmal kalt bringen. Das, ja, da habe ich jetzt eigentlich keine so großen Probleme damit. Aber meiner leider schon war i7 14700 KF. Also meinem Fight noch nichts, soweit man das beurteilen kann. Intel Asus und Nvidia ist bei mir Standard seit 20 Jahren. Da kann man sich sowieso, da ist auch wurscht, mit wem das diskutierst. Der eine sagt das so, der andere sagt das so, ich bin jemand, der lacht dir dann aus wegen deiner AMD-Karten, du bist vollgas überzeugt davon. Haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Ich hab nur mal mit 2 Leuten mich unterhalten. Ja, irgendwie, meine Maus ist hier, keine Ahnung, ich brauche eine neue.
Ja, was hast du denn gedacht? Ja, die hätte ich mir angeschaut. Dann wirst du zusammengeschissen wie ein kleiner Schulbub, was da überhaupt einfällt. Bist du nicht noch blöder, kauf doch keine Razer-Maus nicht. Geh, leg mir doch am Arsch, ich kann mir kaufen, was ich möchte, halt die Fotzen. Ja, war denn das? Also ich liege im Bett, weil ich um 4 Uhr aufstehen muss und in der Arbeit drin. Ja, Oberpfälzer, das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. 313 Stunden gestreamt dieses Jahr. Ohne diesen Stream. Extra für die Findler. Und 313 Stunden haben wir gestreamt. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das passt mir auch. Da können wir gleich wieder hinten neu rechnen. Da wenn ich jetzt überlege, die Woche, so eine deutsche Arbeitswoche hat 40 Stunden. Das heißt, warten wir Fulltime-Streamer, da hat man das so ungefähr auf 10 Wochen, so auf 2-3 Monate wahrscheinlich zusammenbringen. Da darf ich abbiegen. Das sag ich dir, wie es ist. Da hätte ich keinen Bock mehr. Das war nicht lang gegangen. Das habe ich auch schon oft gesagt. Wenn wir vorher gerade drüber geredet haben, wie lange das dann noch Spaß macht und so weiter. Das, wenn ich mal als Fulltime-Job antue, ob man jetzt 35 Stunden oder mal 40 Stunden oder sonst was macht, ich schwöre, ich glaube, dass ich das keine 2 Monate nicht gemacht hätte. Nein, weil ich da durchdrehen. Glaube ich. Nur knapp hinter die 322 Stunden von 2023 Diablo-Marathon reißt es auch raus. Diablo war lang, gell? Da haben wir wirklich Freitag, oder wann ist denn das losgegangen? Freitag, Samstag, Sonntag, dann habe ich nicht mehr kennen, glaube ich. Weil ich nicht mehr schmerzen habe können. Weil ich nur am Handblätter habe, halt nicht wie andere Streamer, die ganz normal ruhig so in einem Mikrofon rennen. Das tue ich ja eh nicht. 56 Stunden in der Woche. Wenn noch, gut, sich eine Stunde kenne ich natürlich auch, so ist das nicht. Aber auf Dauer ist das nichts. Das war beim Podcast schon ähnlich, habt's aber lang durchgehalten. Der Podcast ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wo ich vorher versucht habe zu mir erklären, ich mache da hin, bin super begeistert und irgendwann ist so ein Zenit erreicht, da wo ich mir denke, ja, passt schon. Und dann baut es ganz massiv ab, dass ich Bock habe. Ganz massiv baut es dann ab. Und dann höre ich aber auf. Also dann höre ich ja gnadenlos auf. So wird es übrigens auch mit Annex laufen. So wie freiwillig wie es ist, ich habe jetzt so viel Zeit, ohne Witz, ich habe so viel Zeit in mein eigenes Spiel investiert. Der Plan, Annex öffentlich zu machen, ist der 9. Januar, so Freitag, 20 Uhr. Wer es vorher schon einmal ausprobieren will, es ist öffentlich zugänglich, aber es wird alles gelöscht bis dahin. Ja, also kurz zum Reinschauen und schon so, ja, passt, schauen wir uns dann an, oder kann was für mich sein oder nicht. Gehst du auf annex.gg, das ist eine Internetseite, kannst du kostenlos registrieren. Dann kannst du einfach mal ausprobieren. Das Spiel kostet nichts, es gibt keine Vorteile zu kaufen, es gibt einen Supporter-Account und den kannst du jetzt noch nicht einmal kaufen, der wird erst freigeschaltet am 9. Januar dann und dann kann das da wer will und wer das Spiel wirklich gut findet. Ja. Und da wird es genauso laufen. Da habe ich die meiste Angst davor. Das sage ich dir, was ist. Das Spiel läuft und ich sage in die ersten 5 Runden, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang, ja, geht da hin, passt schon. Und irgendwann kommt der Punkt. Ach, ich mag nicht mehr. Es ist sauber znarisch, das ist so utopisch gewesen. Der Punkt kommt wieder, du möchtest das noch machen und das noch machen, das ist sauber zu utopisch. Wie sollst du denn das machen, Alter? Wie sollst du das machen? Gibt's Nachteile zum Kaufen? Das war eigentlich ein sauwitziger Witz, Alter. Das war eigentlich ein sauwitziger Witz. Du kannst da auch so Tokens oder so Goldmünzen kaufen, aber wenn es das einlöst, ist, weiß ich nicht, deine Rohstofffabrik 24 Stunden schlechter. Das war unfassbar lustig. Es war unfassbar lustig. Haben Sie gute Idee? Gut, geil! Merci wieder für der Birger, bin leider zu spät dran und im Nachschau ausgewacht. Bin gerade an der Stelle mit die Bademäntel. Ich will jauen! Na, ein schöner Stream, schöner Feiertag, einen guten Rutsch wünsche ich. Herr Gutgeil, merci dir, falls du jetzt von hinten wieder anfängst zum Nachschauen. Ich habe eigentlich gemeint, dass wir erst seit einer halben Stunde da sind, aber nein, es sind schon eine Dreiviertel. Kuss auf die Nuss und fühlen Sie sich in die Zukunft gegrüßt, dir ebenfalls schöne Weihnachten und einen guten Rutsch natürlich.
Ja, jetzt habe ich kurz das Hirn kurz stiebeln, weil ich von Bahako gelesen habe, also quasi Hardcore-Modus gegen Bezahlung. Grüezi, fix, Alter, das ist vielleicht gar nicht. Mir kann man sowas wie eine Super League machen. Eine Super Runden. Die läuft parallel. Ja. Die For-Free-Version, die ist nur für Leute, die ist für alle. Also für alle, die nichts zahlen, die zahlen wollen. Und dann gibt es noch eine Parallelwelt, da kommst du nur rein, wenn du einen Supporter-Account hast. Und da drin ist alles, da dauert alles 10-mal länger. Freunde, Sonne sagt mir das nicht so oft, weil das ist eigentlich, glaube ich, das war ein richtig lustiges Ding eigentlich. Ein richtig lustiges Ding eigentlich. Circle Jerk für Bürger Ultras, ja genau. Ja. Das Problem ist aber, also natürlich bin ich froh über die Community, ja. Irgendjemand hat sich gerade registriert, jetzt habe ich gerade nicht aufpassen. Ich sehe das natürlich auf meinem zweiten Monitor. Alles in Live und Farbe. Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, wer es war. Ich schau noch, weil ich da stehe. Oh, warte mal. Oh, das zweite Wiki kann ich nicht lesen. Wieso kann ich es nicht lesen? Der Mad Dog und der Holzkopf. Das Dark Souls der Browser Games. Stell dir die Idee für Elden Ring NG Plus vor. Ja. Ich hab's damals schon gesagt. Wo cool Level! Nichts zu mir erklären, da sitze ich bloß wieder 1,5 Stunden jetzt da und wir machen heute um Punkt 10. Ich mache mir heute Schluss, Freunde. Oder so. Ich bin quasi schon im Urlaub, ich kann es gar nicht ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Und mich auf den Moment konzentrieren, dass quasi, also das ist der erste Part Urlaub beginnt hier noch am Stream. Morgen muss ich auch nichts mehr tun, sagen wir es wie es ist. Ich muss morgen nichts mehr tun. Ich muss wahrscheinlich nicht mehr aufstehen, weil es wurscht ist. Und dann ist Urlaub, Alter. Das ist immer das beste Gefühl somit und vor allem, die letzten Wochen bin ich nur auf Anschlag gelaufen, Alter. Aber halt nur. Von jede freie Minuten in diesen Spiel investiert. Jetzt die letzte Woche seit letzten Freitag nicht mehr. Ich bin so gut wie... Fertig bin ich nie. Es hat nur 1000 kleine Fehler und Unsauberkeiten und keine Ahnung. Das interessiert aber nicht. Das Spiel läuft. Es gibt keine schweren Fehler. Natürlich ist da mal was Kleines, da mal was Kleines. Und es ist immer was zum Tor. Das Ding wird am Freitag vor PoE, eigentlich am Donnerstag auf die Nacht schon abgeschlossen war. Somit bis hierhin wollte ich kommen. Für ein Reset muss ich noch ein paar Sachen machen. Aber das ist so auf 1-2 Nachmittag. Auf 1-2 Nachmittag ist es erledigt und wie sich das dann angefühlt hat, somit so jetzt. Und jetzt nächste Woche noch und dann ist Urlaub. Das Feeling ist immer das Beste. Auch wenn ich weiß, dass die 2 Wochen oder ja, 2 Wochen und 2 Tage. Und sie sind weg. Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Herr Geibe für Sepp! Zum Nikolausbord dauert es auch nicht mehr lang. Grandbürger, Nikolex. Hey, ja, er wird schon, jetzt wird er schon krass grau. Also vor allem das da an der Seite, also die wird schon narrisch grau. Jetzt, das zirkt noch. Hilft nicht, grau ist das neue Schwanz, wie oft soll ich es noch sagen? Die Vorfreude auf den Urlaub ist immer am schönsten und sagt, der Urlaub ist vorbei. Ja, es ist auch, wer sagt das noch so? Der Tag vor deinem freien Tag, für die meisten wahrscheinlich Sonntag, also ich rede jetzt vom Samstag, Sonntag ist für jeden hoffentlich frei. Der Tag davor ist besser als der eigentlich freie Tag. Change my mind. Bitte nicht im Urlaub an Annex arbeiten, da werde ich natürlich tun. Es ist ja nicht so also natürlich ist Annex Arbeit, das ist mir schon klar, aber das macht mir halt auch Spaß. Und dann sage ich das wieder, und dann sage ich das wieder, was ich noch gerne einbauen darf, dass wieder ein Gebäude Schaden kriegt, ohne dass man Seiten reinladen muss, dass dann eine Raketen von oben reinfliegt und eine kleine Explosionsanimation, dass sie das Ganze, momentan fühlt sich alles nur so nach einer aufgemotzten Excel-Liste an. Und es muss sich mehr wie ein Spiel fühlen. Ja, also gar nicht verspielte Dinge. Das iteriert sich was, da ist ein Beutel anstatt Text und ein Symbol anstatt Text, etc. etc. Der Shadowhunter schreibt, ich habe am Freitag den letzten Tag noch mehr gesoffen. Ja, was auch sonst. Ich glaube, dass ich mir auch jetzt mal im Urlaub sauber wegstrahlen werde, was da denn sonst.
Ich habe noch heute noch eine Nachtschicht und dann habe ich auch allein. Dann sehe das Hansi. Wird schon. Mehr Dynamik, jetzt einmal das trifft, ja. Aber das ist halt schwierig. Im Prinzip ist das Ding ja nichts anderes wie Internetseiten und kein Game Engine. Ja, natürlich ist da auch alles möglich, aber es ist alles 1000 umständlich. Aber Stickerl für Stickerl einfach. Sie fix, jetzt bin ich auch im neuen Urlaub-Feeling. Sagst du das? Da werde ich auch für 3 Wochen abmachen, das ist auch stark. Ich sauf nicht im Urlaub, weil ich 3 Tage dazu brauche und das sind 3 Tage kostbarer Urlaub, wo es Marsch sind. Ja, einmal geht schon. Aber du hast recht. Und nächstes Jahr nach den 2 Wochen Urlaub bist du dann komplett weiß. Möglich. Ich hab morgen und übermorgen einen 12er. Was heißt das? Könnte die Dame im Discord dir helfen? Ach, du meinst die Nettie. Die Nettie ist übrigens ein R. Aber ja, warte. Ich habe nur 5 Wochen frei, lol, Skifahren. Warum nicht? Was ist dieses Urlaub? Herr Golem, das ist nicht gut, sowas zu sagen. Das ist nicht gut. Aber einiges spackt wirklich gerade wieder. Was spackt da? Bei mir geht alles ganz normal. Ladezeiten wie gewohnt. Update dauert 40 Millisekunden. Oh. Ja, jetzt geht's wieder. 40 bis 50 Millisekunden im Update ist normal. Was spackt da? Die Seite lädt nicht. Bei mir lädt alles instant. Also wirklich ohne den kleinsten Ruckler, alles wie immer. Ich habe mich auch bei NX angemeldet, bis jetzt funktioniert alles tippitoppi. Das wollte ich hören. Flautflair wieder down? Nein. Ich habe zwar am 19. frei, muss aber in der Silvesternacht hakeln und habe gar keinen Bock drauf. Am 19. hast du frei, aber in der Silvesternacht musst du hakeln. Verstehe ich nicht. Eigentlich haut alles sie, 5 Tage mal im Januar. Ja, bei uns haben sie für die Weihnachtsfeier einen eigenen Bummelzug gemietet, weil letztes Jahr 10 Leute auf 100 Meter nimmer da gegangen sind und im Groben reingelegen sind. Weihnachtsfeiern halt. Ja, Bahako, merci für deine Resub und 28 Monate. Schönen Urlaub, 5. Januar geht's weiter. Tick-Tack. Na, aber jetzt leidet Herz halt mit den goldenen Rahmen auf. Ihr habt es allesamt nicht ganz sauer. Das kannst du keinem Menschen nicht verzeihen. Wir sollen nie da mit einem guten Gewissen ausgehen. Marvi, merci dir. Der Chef. Wollte mal als stiller Zuschauer Danke sagen für fast 5 Jahre. Damals zufällig entdeckt und bis heute noch da. Und jetzt muss es wieder fest. Just mercy, Alter. Schöne Weihnachten und ein gutes Neues. Herr Marvi, 25 Euro sind trotzdem zu viel. Egal ob stiller Zuschauer und egal wie lang. Sie wissen es, aber du bist lange dabei, dass ich das am jeden sage. Und keiner nimmt es ernst, aber was soll ich machen? Ebenfalls frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Dankeschön. Schluss. Was ist dieser Weihnachtsgeld? Weihnachtsgondeln und dann saure Wongeln. Servus aus der Oberpfalz, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke von der Carina und Alex. Wünsche ich euch auch 2 Wochen frei danach Meisterprüfung, Teil 1 und 2 zum Flüsenlegermeister. Oh, da wird's. Ich wünsche dir von Herzen, dass in Zukunft das Geld vom Himmel ringt. Weil alle blöd studieren, sie blöd studieren. Und keiner mehr irgendwas in den Händen. Inklusive ich bin nicht studiert, aber ich mag gar nichts in den Händen nehmen. Ich sag das, was es ist. Ich bin zu alt für den Scheiß. Also ich am Boden umeinander rutschen. Es soll der Geld vom Himmel ringen. Ich habe 2 Jobs, der eine bringt Geld, der andere macht meistens Spaß und im Sommer einen bezahlten Urlaub. Ja, am Ende des Tages muss ja jeder selber wissen, was er tut. Hauptsache er kommt zurecht damit. Und in meiner Welt war es halt einfach immer so, ich habe in der Schule schon davon geträumt, hey, nicht so, schon was da, aber was Spaß macht, aber nicht so viel. Wie muss da 40 Euro in der Arbeit drin haben? Bist du hast einen Vollschlag, Alter. Komm ich heim, geh ins Bett und schlaf, damit ich am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen kann. Hier diesen. Ich glaub, das ist dir ein Vogel oder was? Und dann habe ich halt versucht, das irgendwie hinzudrehen, mein Leben dem Geld, das man mit einem Halbtagsjob verdient, anzupassen. Here we go. Und es geht, wenn man will. Und ich weiß, einige aus der Community haben das auch getan und es geht.
Herr Gensel, bin weg! Herr Gensel, hauen Sie ihn ein, bis Finanzamt kommt. Finanzamt hat sich übrigens schon wieder leicht entschärft. Also, da hat sich ja jemand wirklich sauber und runtergewichst und mir was weiß ich was alles geschrieben. Und Paragraphen hier und Paragraphen da und was mir überhaupt denken und 5 Minuten Allgemeinbildung, dann darf man sowas wissen, bla bla bla. So, tja, war eine schlechte Nachricht für die. Die 2 Bestätigungen, die ich da gekriegt habe von damals, die sind tatsächlich gültig und ich muss nichts nachzahlen. Dumm. Aber ein Teil muss ich zurückzahlen. Also es ist nicht so, dass ich sage, es ist unangenehm natürlich, geht es um nicht wenig Geld, aber es ist nicht so, dass ich sage, es ist völlig am Verstand verloren. Trotzdem ist der hinterfotzige Scheiße. Die nicht zum Rechtfertigen ist, aber gut. Die Post hat leider Samstag nie frei. Na gut, mittlerweile nicht mehr wahrscheinlich. Seitdem der Internetmann gekommen ist, der alle 2 Sekunden 4 Millionen Backel verschickt. Herr Blackhawk! Da los! Frohe Weihnachten oder so. Mess wie sich das war. Ja, Leute, jetzt ohne Scheiß, ihr müsst aufhören mit. Ihr gottverdammten vollnarrischen, ist. Ja, was lautet denn? Die wievielte Weihnachtsfeier ist das, die 8. Ich kann ja sagen, was ich will. Ich war Mr. Schafleck. Du bist auch schon sehr lang dabei, das weiß ich. Hey, Bürger! Nimm es! Und bin gerne im Vollmilchskorn. Kauf einen Scheiß! Ich möchte bloß für dich hoffen, dass du mindestens 2 Pullis daheim hast, weil sonst kriege ich einen Schlaganfall. Herr Schafleck, ich weiß selbst nach 7 Jahren nicht, was ich dazu sagen soll. Das kann noch 100 Mal passieren und ich weiß nicht, was ich sagen soll. From the bottom of my heart. Herr Schafleck, merci dir. Das ist sauber 2, aber du weißt, dass du bist lang nur dabei. Du bist sehr lang dabei. So, was haben wir jetzt? Jetzt schauen wir uns mal noch schnell eine Map mit dem Druiden an, oder was? Sollen wir uns mal anschauen, wie Broken der Druide im PoE 2 ist? Wer war letzten Freitag da bei Path of Exile 2 und hat die Anfänge des Druiden so mitgekriegt? Das Fahrzeug schon fertig runtergeladen, ne? It's right in his Mau. So eine Map dauert ungefähr 3-4 Minuten. Wenn ich nicht viel erkläre. Es geht auch nicht, weil da sitze ich wieder eine Stunde da. Sollen wir schnell eine runterhauen? Wortwahl, Birger, Wortwahl. Ach, man kann sie wieder nicht gescheit abfilmen. Es wird halt wahrscheinlich bei euch ein Ruckelfest. Weil man es nicht mehr abfilmen kann und ich weiß nicht, was es ist. Schafleck, Schluss jetzt, ohne Scheiß. Du, ich sag nur, Finanzamt hat gezahlt, gut, okay. Hey, ja, geil, schau her, hey, Finanzamt, Sepp! Also nicht du, sondern das Finanzamt. Schau her, das hol ich mir einfach so wieder, Spacken! Herr Schafleck, merci dir. Geil, Biffy Sepp, merci dir. Chris an den Fliesenmeister in Spee. Macht einen Briefschrieb drauf und nicht vergessen. Obacht auf die Gnierscheiben. Handwerker braucht das Land, Skull. Ja, braucht das Land auch. So, was ist? Ich kann kein Haus bauen. Ja, ich kann Maus um den Anschirm. Herzlichen Glückwunsch. Fliesen kann ich nicht legen. Soll ich machen? Ein Laminatbogen kann ich legen. Irgendwas ein Haus gemacht. So schaut er übrigens auch aus. So. Mir. Der mal dabei rum, oder? Der mal schnell, das ist ja 4 Minuten. 4 Minuten versprochen. Also, wer dabei. Wie sehen Sie nichts? Wo bin ich? Hallo? Da! Hallo, ich verschieb mich jetzt aber auch nicht. So, was ist. Ich habe auch gar nicht so viel gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Druide ist absolut komplett broken. Selbstverständlich bin ich im Endgame. Mir gefällt der Markt gefällt mir sehr gut. Haben wir noch was verkauft? Ja, um Ohr Exalted. Herzlichen Glückwunsch. Hier sind wir. Ich bin natürlich auch noch nicht durch. Das ist auch klar. Ich bin bei Level 7 Maps. Bin Level 75 und habe 6 Ascendancy-Punkte. Das erkläre ich jetzt nicht weiter, was das ist. Wer nicht weiß, was das ist, der hat sowieso Pech gehabt. Und was wir mir jetzt, der machen wir jetzt einfach da eine Map. So schaut das Endgame aus, bla bla bla. Wir stecken da eine Map ein, wir nehmen das Beinhaus, stecken mal Level 7 Map ein mit einer Delirium und mit einem Riss. Machen wir den Bums auf. Hier, Beinhaus, da gehen wir rein. Und dann zeigt er, wie broken, dass der verdammte Druide ist. Der Druide, du kannst mal Gift draufnehmen, die Fähigkeit Mondsegen. Rechts unten, die kriegst du mit Stufe 14 Gems, glaube ich. Also so knapp vorm Endgame ist dermaßen broken, dass alles zu spät ist.
So. Wenn das jetzt bei euch ruckelt, dann liegt das nicht bei mir. Bei mir läuft es flüssig, aber ich kann das Spiel leider Gottes nicht anders abfilmen wie Monitoraufnahme und deswegen kann es sein, dass ihr überhaupt nichts seht. Wir probieren das einfach. So, wir gehen da her, wir verwandeln uns in einen Wolf, gehen wir da in den Delirium hinein und dann machen wir einfach so. Wo sind denn Gegner? Wieso kriegt der keinen Schaden? Ich verstehe es nicht. Oh, da muss ich mich wieder verwandeln. Oh, den nehme ich nicht einmal mit, oder? Dauert zu lang. Dauert einfach zu lang. Da, hier so, der wir da ein bisschen draufhauen, kriegst du Schein, da, du kriegst einen Schein, du kriegst da einen Schein. Können wir das Face-Tanken? Ja, das können wir Face-Tanken. Sehr schön. Oh, nein, nein, oh, nein, nein. Scheiße. Ohne Scheiß, ich bin die letzten 3 Tage, glaube ich, nicht einmal gestorben. Wie behindert. Ja, hilft eh nicht, das hat keiner gesehen. Nichts passiert, das liegt am Ruckeln. Tralala. Und dann umeinander hudeln. Das Problem ist, wenn du mit dem Sprint in den Gegner reinlaufst, dann wirst du ewig gestunt. So, das kriegst du zurück, mein Freund. Oh, der mag ganz schön zuhören. Was ist mit dir? Der hat mehr rausgehalten, wie alle Gegner, die ich vorher gemacht habe. So, durchgesprint. Ja gut, dauert so 4,5 Minuten. Chillt's mal. Oh scheiße, der Depth-Counter, ja stimmt, jetzt seid schon noch. So, jetzt aber. Und los geht's. So, das wenn noch einmal abgerammt ist, brauche ich bloß noch Rechtsklick drücken und alles auf dem ganzen Scheißbildschirm explodiert. Das ist völlig lächerlich. Völlig lächerlich. So. Oh, schön eingeben, Blum, alles reißt. Jetzt sollten wir uns da mal. Und ich renne mit absolutem Pimmelgier umeinander. Einzig meine Waffen, die ist einigermaßen was wert. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wir haben so einen komischen kleinen Tresor da gemacht, oder? Da wo sowieso nichts außerfällt. So, wichtig ist bloß, die Scheiße muss aktiv sein und dann haust du auch mit zu und alles ist hin. So, suchen wir einen Boss und dann ist schon wieder vorbei. Das ist richtig aufregend. Weißt du, was ein bisschen blöd? Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Spiel momentan in die richtige Richtung geht. Ich sag's, wie es ist. Oh, verwandeln. Es wird schon wieder so seltsam kompliziert. Es hat sehr viele Bugs, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war letztes Jahr nicht so, wie der erste Release war. Passiert ein Haufen Scheißdreck. Leute, ihr müsst. Und dann saufrech nur Hallo einschreiben, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Maxi Merci. Max die Center. Die Center Max. Es ist zu viel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank. Hallo zurück. Herr Waldschraub, merci für 10 Monate Subsay. Kennengelernt über Kruzifixen Natur-Videos, dank meinem Ex. Danach auf deine Streams aufmerksam worden, Mitglied seit 35 Monaten. Mein Ex ist gegangen, du bist blind. Tja, Exen sind ja lauter Idioten. Merci für die, dass du mir beschissene Zeitschenker gemacht hast. Subsay, niemand braucht sich bei mir bedanken. Ich bedanke mich viel mehr dafür, dass ich da sitze, renne als Werwolf umeinander, pimmelt irgendwelche Viecher mittendrin in 1000 Stückerl und es gibt Leute da draußen, die sich das anschauen und sie ein paar wahrscheinlich sogar denken, das ist cool, das spiele ich jetzt auch. Vielen Dank, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, oder da wird der Boss schon angezeigt, sind wir schon auf dem Weg. Sind wir schon auf dem Weg, chill die Knie. Ach, das ist ein unangenehmer Boss. Ha, unangenehmer Boss, den habe ich auf der Map tatsächlich auch noch gar nicht gehabt. Schauen wir mal, was er kann und wie lange das er überlebt. So, außer mit dir, ja, bla 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 bla, los. Einen Rift haben wir auch noch irgendwo, den soll ich dir nicht verschenken, aber gut. So, außer mit dir, verwandeln. Ja, du. Eingefrieren. Und stirb. Eine Combo, 2 Kombos, 3 Kombos und tschüss. Oh, langt nicht ganz.
Nein, das der wir nicht. O-Zenten der wir mich nicht, gell? Ich kann es nicht oft genug sagen, der Wolf ist broken as fuck. Ich hab keinen Guide geschaut, ich hab mir nur Waffen gekauft, sonst nix und das ist noch nicht richtig krass. Alles andere ist selber gefunden. Ich fahre mir ganz schnell drüber für Leute, die es interessiert. Was für Gier das ich hab, dann kannst du auf Pause drücken beim Nachschauen oder was weiß ich. Da ist so viel Schrott. Das ist noch nicht mal durchdacht und gar nichts. Mein Skilltree, wenn euch der interessiert, da könnt ihr euch das einmal anschauen. Und fertig. Das ist so alles eigentlich, was du wissen musst. Und meine Gems, gut, da sagst du die Support-Steine nicht. Es ist absolut utopisch. Gut, die müssen schnell rausgehen. So, fertig. Fertig. Aber es macht schon Bock. Ich liebe es, wenn es den ganzen Bildschirm zerreißt. Macht Spaß. Es habt ihr wahrscheinlich nicht gescheit gesehen. Ich bin selber gespannt, das schaue ich mir jetzt dann noch im Stream selber noch schnell an. Wie es bei euch geruckelt hat. Bei mir läuft halt das flüssig. Ich habe leider keine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, was da umgestellt haben, dass ich das da anständig abfilme. Das ist ein bisschen behindert, aber ja. Den Topf müssen wir natürlich selbstverständlich. Hallo, was ist das für eine Frage? Moment. Hier, Topf. 8 Töpfe. Ja, ist recht so? Ja. Muss klar. Hoppala. So. Und dann machen wir PoE auch wieder zu. Wie lange habe ich da ohne gespielt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe PoE ganz oft den ganzen Tag laufen gehabt, obwohl ich nicht ohne gespielt habe. Ja, aber ich mache was zum Essen, ist was, pimmelt eine Stunde vorne irgendwo umeinander und trotzdem, ja, diesmal war es gescheit ruckelig. Im Prinzip, das Endergebnis habt ihr gesehen. Der Wolf geht im Prinzip, du verwandelst dich in diese Mondform und dann machst du mit dem Slasher, triffst du einen, dann triffst du den ganzen Monitor. Alle sind eingefroren und wenn einer stirbt, explodieren alle. Total overpowered. Also völlig narrisch. Mit absoluten Pimmelgier, mit Level Sim Maps. Einfach durchlaufen kann ich jetzt nicht sagen, weil ich um mich gestorben bin. Aber ja. Servus Birger, hast du mal No Rest for the Wicked ausprobiert? Bestie Log, ja, das haben wir zum Early Access Release, haben wir das sogar gestreamt. Müsste dazu finden sein irgendwo. Ich hab's aber nicht mehr weitergespielt, da warte ich bis Full Release ist. War der Full Release schon? Ich hoffe nicht. Sieht ein bisschen aus wie der Warwick. Ja, es ist also der Warwick. Ist genau das gleiche wie der Warwick. Bloß, dass deine linke Maustasten ein Warwick sein Ulti ist. Du chargst immer die Gegner an, hältst das fest, gefräst das Ei. Wenn einer explodiert, bumm. Wirst Mimesis spielen mit dem Flasche und Film, oder? Mimesis? Kenn ich gar nicht. Was ist Mimesis? Mimesis! Schauen wir mal. Jetzt müssen wir uns ein wenig umdrehen, diese Szene. Was ist denn da? Steam-Rückblick. Mimesis. Was ist denn Mimesis? One, two, 3, 4. Hey guys! Hurry here. What's that weird noise? Follow me. It's this way. It's not this way. Kommt auf die Wunschliste. ja, ich hab schon ein bisschen was gesehen. Steam Wrapped Up war halt interessant. Da ist bei mir nicht recht viel drin, was ihr nicht wisst. Was mein meistgespieltes Spiel ist das Jahr? Kingdom Come 2. Ark Raiders und Abi. Also Arena Breakout. Das sind für mich meine 3 meistgespielten Spiele. Und wahrscheinlich mit Abstand meistgespieltes Spiel ist LOL. Jeden Tag auf die Nacht und wahrscheinlich ein Irrzeit noch im Stream. Meine Damen und Herren, ist jetzt mal das Gleiche. Um 5 nach 8 frage ich mich, wie haben wir nur mit Schmerzen jemals 2 Stunden vollgekriegt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Zeit für den Monolog. Narrisch. 2017 haben wir angefangen. Es werden jetzt dann 9 verschissene Jahre, Alter. Warum streamst du nicht LOL weiter? Weil ich da gern mein Maul halt da sitze. Und ich sag's jetzt auch, wie es ist. Ich stehe jetzt nach diesem Stream dann auf
dann werde ich mir ordentlich einen in die Fresse rauchen. Und dann werde ich meinen LOL sauber in den Anus poperzen lassen. Was ist denn jetzt mit Herzl? Halt, stopp, der Herzl-Spam fällt noch. Welcher? Wo? Warum? Geibüfse. Birger, mein Bruder im Geiste. Mein Bonuspap. Bonuspap ist ein geiles Wort. Mein Buddy vom Lukas. Wünsche das schönste Festel mit Lichterl und Lametta. Grüß und Birgerin, ABJ, Mohe, schöner Rutsch dann und bleib gesund. Birger love forever. Herr Geibüffe, vielen, vielen, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Gromit, merci dir. Bademantel, wo? Grüße aus der Oberpfalz, merci. So, Schluss jetzt mit Donations. Ich bin jetzt dran. Das ist mir Herzl für die Birger. Warum denn ich? Herzl an dafür da, wenn irgendjemand Krebs hat. Ihr wisst schon, wie ich meine. Oder irgendeine Scheiße passiert ist. Mir ist keine Scheiße passiert. Weißt du was? Die Herzl sind für die Bürgerin. Da ist momentan einige Scheiße am Dampfen, aber da rede ich nicht drüber. Das geht nicht. Meine Damen und Herren. Mann, ich kann mich nicht konzentrieren mit so viel Herzl, ihr Arschlöcher. Stell dir vor, du spammst deinen Streamer, den du gerne anschaust, spammst mit Herzl zu und wirfst ein wenig Geld und er beschreibt dich als Behinderter an. Das ist nur hier möglich. Es ist nur hier so. Warum? Weil jeder Herrin weiß, wie es gemeint ist. Und ich muss es nicht lange erklären, und wer es nicht weiß, der ist fort und das ist auch gut so. Das ist wirklich gut so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nie so hundertprozentig, was ich da dazu sagen soll, aber was ich zu dem ganzen Herzl-Scheiß sagen soll, weiß ich erst recht nicht, wenn es mir gut. Will direkt ein wenig rot. Schluss jetzt. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für ein grandioses Jahr 2025. Ich hoffe sehr, Sie hatten Spaß. War ein gutes Jahr, waren viele gute Spiele dabei, viel Indie-Spiele, viel Supermarkt-Simulatoren etc. etc. Eigentlich nur. Natürlich haben wir auch ein paar Mal ins Klo eingelangt, aber meine Güte, nein. Freunde der Sonne, es bedeutet mir nach Neujahr immer noch sehr viel, dass so viele Leute da sind und das gut finden, was ich da mache. Das motiviert ungemein. Die letzten paar Wochen und ich glaube ganz 5 Monate lang in dem Jahr bin ich sehr in meinem Spiel versunken und sicherlich hat da auch der Stream oder das eine oder andere Verhalten von mir darunter gelitten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, ich habe da was einigermaßen Brauchbares zusammengeschustert, was wir uns am 9. Januar anschauen. Das sehen wir dann. Meine Damen und Herren, vielen, 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 vielen Dank für alles. Ich meine jeden Einzelnen, ob du jetzt da mit Herzl umeinander spammst, auf den Like-Button drauf smashst, ein Abo da hast oder nicht, ob du da mit 100er umeinander schmeißt oder nicht, ist vollkommen scheißegal. Jeder Einzelne trägt da seinen Teil dazu bei, dass das immer nur da ist, wie es ist, damit es überhaupt angefangen hat, etc. Und dieser Teil der Leute ist ja eigentlich der größte, der dann eben nicht mit 100er umeinander schmeißt und so weiter. Darum ein besonderes Danke an euch. Freunde der Sonne, an den Nachschau-Squad, an die Moderatoren, die wirklich immer noch da sind. Immer noch. Es hat zwar Zeit gedauert, bis sie die Spreu vom Weizen trennt, aber die Leute, die noch da sind absolute Perfection. Und ich hoffe, ihr bleibt mir irgendwie bestehen. Das war sehr bitter, wenn da die einen oder anderen irgendwann einmal gingen. Das war wirklich bitter. Sag ich, wie es ist. Das gibt auch ein paar einzigartige Charaktere in dieser Community. Steffi, Sprengi, die jeder da herin genauso der Name ein Begriff ist wie meiner. Und noch einige andere. Das ist wieder schwierig zum Sagen, so, weil wieder einer da haben, ich bin ja ganz viel oft dabei und so. Ne? Vielen Dank für alles, vielen Dank für die Donaterei, vielen Dank für die absolute abgrundtiefe Loyalität, was diese Mitgliedschaften betrifft und so weiter. Das ist absolut utopisch, das passt immer noch in meinen Kopf ein. Und ich hoffe, wir sitzen in 9 Jahren noch da, wenn ich dann davor rede, dass ich jetzt dann 50 wird. Kruzifix. Dann, ich hoffe, das geht noch mal so lang. Ich sag's, solange es Spaß macht, solange es mir Spaß macht, glaube ich, macht es vielen von euch Spaß. Solange es vielen von euch Spaß macht, macht es mir Spaß. Das ist so die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Vielen, vielen Dank für alles. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub, das ist mir wichtig. Kommen Sie runter. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest. Viel Spaß mit einer Family. Ich hoffe, das ist schwierig.
Manche sind gern bei der Family, manche nicht so. Mach's so, wie es du für richtig hältst. Bittchen sprengt euch nicht Bratzen weg, bittchen zündet einen Christbaum nicht an, bittchen verschenkt's keine Säcke. Ja, mittlerweile bin ich so alt, dass ich sage, Säcke werden schon geil. Mit so richtig so stabile Falke-Säcke oder so, geil. Nehme ich. Andal, merci dir, das machen wir am Schluss. Danke für alles einfach. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Das ist närrisch einfach. Das ist einfach närrisch. Ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr. 5. Januar, Montag, 20 Uhr. Was nehmen wir da? 6. Wenn du da unten auf den Discord-Link drückst und was der Birger da in die Ankündigung einschreibt. Und in der ersten Woche sehen wir uns dann auch 3-mal. Freitag startet NX. So schaut es zumindest bis jetzt aus. Außer mir fallen noch 25 Sachen rein, dann verschieben wir es halt wochenweise nach hinten. Dann kriegt es von mir auch jede Woche so einen schlechten quadratischen Textblock, wo drin steht, wir waren überwältigt von dem anderen, wir brauchen noch ein wenig. Und wenn es dann rauskommt, ist die größte Rotze, die Welt jemals gesehen hat. Ist für einige wahrscheinlich sowieso, weil es nicht umreißen, was für eine Art von Spiel das ist, aber das ist ja vollkommen wurscht. Meine Damen und Herren, Dankeschön. Möge 2026 auch gut werden. Uns erwarten vielleicht gute Spiele. Resident Evil 9. Wenn man klickt, kommt GTA 6. Und mehr erfolgt man jetzt auf die Schnelle nicht ein, weil es mir auch wurscht ist. Mein Hirn ist eigentlich schon im Urlaubsmode. Das ist was, das wünsche ich, das vergieße ich zum Wünschen schon hört. Franziska schreibt, ich wünsche allen ganz viel Gesundheit. Das ist eigentlich das Einzige, was wichtig ist. Vor allem in unserer aktuellen Lage gerade. Die redet von mir und von der Birgerin. Ist das Allerwichtigste, meine Damen und Herren. Hauen Sie rein. Viel Gesundheit, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch bis 5. Januar. Andal, merci für den 5er. Speckmeister, merci für den Zwickelcraw mit merci für den 10er und ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Wahrscheinlich habe ich jemanden übersehen, aber es ist halt leider wieder leicht aus dem Ruder gelaufen. Bleiben Sie gut und machen Sie sauber. Staudi, recht hast du. Transport Fever 3, Stefan, absolut richtig. Wie konnte ich das vergessen? Aber no ist ja nicht da. No ist nicht da. 20! To be continued, meine Damen und Herren. Einatmen, Urlaub, genießen, verinnerlichen, den Moment jetzt. Der ist spätestens in 10 Minuten, wenn ich mir Birnen kaputt rauche. Sowieso wieder weg. Oh, scheißegal. Bleiben Sie stabil. Wir sehen uns in 2 Wochen, oder? Ja, am Montag in 2 Wochen. Gibst du willst gar nicht aufhören. Es ist immer, wann bin ich fertig mit meiner Verabschiedung? Ich weiß es nicht. Weißt du, was mir jetzt hat? Anstatt Danke für die ganzen roten Herzen, Leute. Chillen Sie. Gesund bleiben bis 2026. Da, Devil Driver Mikey. Das ist. Meine Damen und Herren, ich schleiche mich nun davon. Jetzt, wo der Sprengi schreibt, jetzt steigt ey! Habe ich überlegt, ob mir noch was einfällt. Mein Tee habe ich noch gar nicht ausgetrunken. Ob der noch warm ist? So. Schleicht er hier beinahe. Wir sehen uns im neuen Jahr. Vielen, vielen Dank für alles. Hauen Sie rein. Wir sehen uns am 5. Januar 20 Uhr. Ha! B! Das muss gelungen. Jetzt schleicht euch. Auf wieder, tschüss. Und vielen Dank. Ich kann es nicht oft nur sagen, merci. Habe ich dir. Ne, wann kriegt der Springen einen Schlaganfall? Okay, bis dann. Triple F at Mods. Ein klassisches Hashtag Strapse in den Chat. Los! Okay, ciao!